Aber jetzt sagt sie mich bald, Mann, ich war 6 Sekunden zu früh dran. Ja, das ist nix. Das ist nix. Das ist nix. Das kann nix werden. Nein, das kann nix werden. Ja, oh. Hast du es selber gespannt? Sag, ob du es selber gespannt hast. Wieso hör ich mich schon wieder selber nicht eigentlich? Sag, ob du es selber. Jetzt hör mich selber. Du schaust jetzt, ich fix meine Haare gegen auf. Ist eh wurscht. Ist eh wurscht. In meiner verfickten Unterhosen aus 400 Grad. Das ist die letzte Scheiße. Ich hasse den Juli. Ich wollte ja nicht Juli. Du weißt schon, was ich meine. Timmy Boy, hast du selber gespannt, dass du 6 Sekunden zu früh warst? Ich meine schon. Kriegst du dir daheim und kriegst du dir noch mit daheim. So, Schluss jetzt da damit. Habe! Evans, Birger, König des Arschwassers. So schaut's aus. Grüß mal einen Haufen, damit nichts passiert. Habe die Ehre an! Den Herrn Falschart an, den Herrn Diener an, die deutschen Mitbürger an, den Weiger an, den Lefteli an, den Basti an, den Misa an, den mit 15 an, den Bugel an, den Ika an, den Martin an, den Kuiper an, den Phänomen an, den Mari. Oh, grüß Gott. Hashtag, was? Hurerei in alles. Ich weiß nicht, ob man da umeinander huren kann. Ich glaub sicher nicht. Bin mir nicht so 100% sicher. Warum der Zeimer selbst schon wieder nicht angezeigt wird, das weiß ich nicht, aber der hat 9 Monate reingeschissen. Kuss auf die Nuss, merci dir. Staudi! Du Penner! Mein Biker kannst du gleich mitnehmen! Chef, ich will ja nicht motzen, aber du hast mein wichtigste Donau übersehen. Ja, komisch, ich weiß nicht, wie das hergegangen ist. Scheiße, aber auch Staudi. Ich weiß nicht, von was so einer Donau redest du? Muss YouTube fragen. Vielleicht reagieren die drauf. Servus Birger. Ich hab heut Geburtstag und das ist auch völlig wurscht, aber grüß bitte mal meine Freundin neben mir auf der Couch. You know what I mean? Also wenn's dann nicht einmal ohne von mir zum Christ, wie sagt man da, Christ werden, an deinem Geburtstag anfaucht. So, jetzt an die Haxenbocker mit ihrem Lippenstift, dann ziehst du auf, mit ihrem Lippenstift die Scheidungspapiere unterzeichnen und dann aus dem Fenster jieten. Ja? Kreisel, die Rückkehr des Kreiselfickers, ja, so schnell wie es geht. Sagst du, sie soll unterm dran, soll sie das Fenster aufmachen. Wenn sie es nicht tut, unterschreibt sie halt noch 2-3 Mal. Und dann Winky, alles Gute zum Geburtstag. Timmy Boy, merci dir. Sorry, ich kann den und schämen. Ja, da warst 6 Sekunden später zu früh dran. So nicht, oder? Ja, merci dir. Staudi, merci für 31 Monate. Vom Rest von was du redest, weiß ich nicht. Mario, nochmal. Huren kann man überall, das stimmt. Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Mario, merci dir. Zampal, merci für den Fünfer. Der, ich hoffe, das alles. Ich hoffe, du holst das aus mit der Hitze. Ich sag's, es ist, gestern war der Tag. Gestern war der Tag! Habe ich investiert. In eine mobile Klimaanlage, die da unter den Tisch reinkommt, weil es nicht mehr zum Aushalten ist. Ich sag das, was es ist. Ja, mal kurz Werbung, obwohl ich nichts dafür kriege. Beim Lidl gibt es eine für 150 €. Da hab ich gesagt, weißt du was, drauf geschissen, die Klang für den kleinen Scheißbunker da in überall. So. Da schreibt schon wieder einer Ton wo. Hört ihr Donation Sounds, hört ihr Hintergrundmusik. Wenn jetzt das wieder nicht geht, dann rast ihr aus! Weil ihr ausrast! Ob der Ton geht, hab ich gefragt! Ich hier. Ja, Ton da, mieser Dankeschön, dir vertrauen. Weißt, die Typen da drin kannst du nichts mehr glauben. Ja, Mädels kann man immer vertrauen, fast. Außer sie haben einen Lippenstift drauf. Fragst du mal einen Winky, wie das ist. Smiley mit Freudentränen, wenn's dein No erinnerst an Freitag Wolke Smiley mit Freudentränen. Eins nach dem anderen. Alter, wir haben am Freitag so viele Leute vollgelabert, dass ich habe auch 2 bestimmte Leute lang vollgelabert. Ich weiß nicht, die werden wahrscheinlich einen Schlaganfall gekriegt haben, aber ansonsten, ich glaube, am Freitag ist so zugegangen, wie es noch nie zugegangen ist. So freiwillig, wie es ist. So, wo haben wir denn überhaupt die Kinder mit? Zampalsepp, merci dir. Mein Mike, merci dir. Von dir weiß ich auch nichts, was vor dem Stream war. Keine Ahnung. Bathroom, merci, das sind wir 20 Monate. Phänomenal, merci dir. Löwensepp, merci dir. Das Faktenschädel, was sauft der halt? Arschwasser. Rundiger Arschwasser. Lass das schmecken, Alter. Leuchtrauschkugel, merci für 53 Mal. Zeig mir's, Papa Triple, darf ich das Foto von dir ins Insta posten, wenn du dich noch erinnerst am Freitag? Ich weiß ja nicht, hast du mir gesagt, du bist der Zeilmoser? Wenn du mir das gesagt hast, ich sag's freiwillig, ich weiß es nicht mehr. Ich weiß es nicht mehr. Mir wird seitdem ich 13 bin vorgehalten mit, du wolltest ja nicht so Psuffer. Ja, ich kann mich halt noch einigermaßen artikulieren, aber die 4 Massen in meinem Schild drin sagen etwas anderes. Ich weiß nicht, merci dir. Ja, wir posten gerade, der mir wurscht. Das ist mir wurscht. Merci dir. Timmy Boy, merci für den €. Mario, merci für 2 Monate. Horsis wird flack, oder? Der Opa, merci für den 5er. Habe Dutteln aus der Badgastein. Was ist denn aus Badgastein? Irgendwann aus der Badgastein. Ich lese sowieso nicht, gar nicht da. Die nächsten 4 Wochen werden hart.
Der Juli wird nur mehr hart. Sag ich dir, was ist das? Da sitzt mir einer, hab nur Arschwasser und dann war's es. Es ist so warm, das nervt. Das Warmsein gehört genervt, so schaut's aus. Zungebe mehr für 62 Monate. Nicht so viel reden und Energie verschwenden, einzipfen jetzt. Ja, Alter, das Einzipfen ist unfassbar schwierig. In der Hitze. Das ist schon mal da. Mit Ü30. Gib dir keine 2 Minuten nicht. Nicht, weil du fertig bist, sondern weil du fertig bist. Ja, du weißt schon, wie ich meine. Frankie, mir ist wieder ein Zirkel. Aber es ist so heiß und nicht mal richtig Sommer. Ja, eigentlich schon. Also, wenn im Juli nicht richtig Sommer ist, dann weiß ich auch nicht, wann sonst richtig Sommer ist. Juli und August. Wann ist denn richtig Sommer? Ab morgen. Na, was ist denn morgen? 31. Na, morgen ist der 1. Juli. Ah, weiß nicht. Bernie schreibt schwierig, Digi. Nein, das ist überhaupt nicht schwierig. Überhaupt nicht schwierig. Ich bin der Pro-Gamer am Zipfen. Sag ich dir, was ist? Nein, bin ich nicht. Löwenzepp! 61 Monate ist wirklich narrisch. Da ist aber der Zingebe mit 62 Monaten. Was tust du jetzt? Streng dich mal ein wenig, dass die Zeit schneller vergeht. Free Frankie, merci dir. Herr Karl, merci für 44 Monate. Zuerst Bürgerboss geht, auch ein Live on Stream. Grüße aus der Steier, aus Österreich. Wo einer so her? Wo einer sonst her? Die Sapse! Servus Bürger! Ob gehst du den ganzen Tag beim Dorffest? Hob gestern den ganzen Tag beim Dorffest am Fischgrill gestehen n. Ich kon So. noch weit ziehen, wie es da grad geht. Raute Klimaanlage auf. Oh ja, jetzt müssen wir uns ein wenig zurückhalten. Ich hoffe, du bist lang nur dabei. Ja, was ist das? Sapse, dankeschön! Zahl mal selbst. Ja, man, was soll, mir war nichts passiert. Okay, passt, ja, war's schon wegen dicht. War, hast du ja eine kompakte Kippen gekriegt. Hab ich eine kompakte Kippen gekriegt? Ich kann mich noch an irgendwas dumpf erinnern, dass mir irgendjemand kompakte Kippen gegeben hat. Das weiß ich noch. Ich kann aber das Gesicht nicht mehr zuordnen. Ich kann einfach nicht. Nein, ich kann einfach nicht. Merci dir. Schluss jetzt mit der Rumdonetterei. Kruzifix. Blatttiger. Merci für 2 aus mir. Bürger, warum Hose? Das ist nur eine. Ich muss eigentlich mein scheiß E-Mail-Programm auf. So, was ist denn? Frankie! Welcome to the squad. Frankie is alive. Habe die Ehre. Ab in den Chat, wer Frankie nicht habe die Ehre sagt, ist eine Arschwasser-Kackfrisur. Ja, am Arsch. Ja, braucht's mir nicht verzeihen, dass ihr keine Frisur am Arsch habt. So schaut's aus. Alle übrigens. Ja? Mandal wie Beibal. So sieht's aus. Antichrist, merci für 16 Monate. Von hinten merci für einen Euro. Ich hab 3 Klimazonen im Haus. Besser wie jeder Mercedes. Keller 25 Grad, Erdgeschoss 30, Hochgeschoss 35. Nice. Ja, so ähnlich schaut's bei mir aus. Aber, wann kommt's? Sie ist auf dem Weg, meine Klimaanlage. Sie kann am Mittwoch kann's da sein. Am Mittwoch wird's noch erst sein. Und zum Wochenende hier wird's wieder behindert. Ist eh klar. Was ist denn jetzt eigentlich los schon wieder? Ist das Geld wieder am Himmel umgewachsen oder was? Eine ins Geld, ich schütze 10 nach, ich sag doch nix. Also, was ab jetzt wieder? Was war's letztes Mal? Möb, glaube ich, war's. Nein, Schluss. Sprengi, wo? Stimmt, Sprengi ist nicht erster in der Liste, was ist da los? Sprengi raus, besser zum Teil. Ich hab's extra in Discord-Ankündigung eingeschrieben. In 10 Minuten ist Stream, wenn ihr kommt. Schlägt normalerweise eine kleine Schwester, aber die nächsten 4-5 Wochen noch, bis zur Sommerpause, der ist schlau, sitzt irgendwo in einem gekühlten Raum oder im Pool. So sieht's aus. Mario, merci dir. Löwensepp, gestern die 2 Streams noch nachgeholt bis um 4 Uhr in der Früh, jetzt bin ich bei dem Spiel auch auf der Höhe. Ja, jetzt muss ich erstmal wieder reinkommen. Kennst du das ja? Bin ich ja wohl nicht reingespielt. Ich hab Offstream noch nicht gespielt. Wenn, dann fangen wir das ab heute oder ab nächster Woche. Das ist vorausgesetzt, es kann das Level halten. Bazooka, ciao! Aber Ehre, alter Chef, was alt? Mann ist alt! Merci dir, Schiene Chris noch Reding. Und nach der Klimaanlage plus Minus ist gleich Stromzähler, sagt, du, ganz ehrlich, was hilft's mir, wenn ich stirb da herin? Außerdem kann ich das von der Steuer absitzen. Da ist er bekanntermaßen umsonst. Bazooka, ciao, merci dir. So, Schluss. Servus Birger, wird Little Nightmares 3 auch gesperrt im Horror-Oktober. Direkt im Horror-Oktober wahrscheinlich nicht, liebe Laura, aber direkt danach. Denn Little Nightmares ist jetzt nicht so gruselig. Seien wir uns ehrlich, da sitzt keiner so da. Wahrscheinlich eher nicht. Da sprechen wir auch noch nicht an. Da haben wir aber auch noch nicht an. Das sprechen wir aber direkt danach. Da kommt auch noch irgendwas. Irgendwas kommt noch. Habe ich mir heute nämlich erst angeschaut. Aber mit zusammengeschmolzenes Behindertenhirn hat er offensichtlich schon wieder vergessen. Naja, ist aber hilft nicht. Discord Raid für den Sprengi. Lass dir meinen Sprengi rein, der sitzt irgendwo im Pool. PV plus Speicher plus Klima ist gleich Legendary. Ja gut, die PV ist auch umsonst, das ist richtig. Der Speicher ist auch umsonst, das ist richtig. Eine richtige Klimaanlage, so eine feste mit außen, die kostet auch nichts, die werfen es da noch hin. Und dann passt es schon. Übrigens, das rechnet derjenige so vor, der ist der Verkauf vermächt. Was ist mit Il? Il hat noch kein Release-Date.
Aber Il wird selbstverständlich, wenn das bis zum Oktober da ist, wird es im Oktober gespielt. Das ist sowieso klar. Vorausgesetzt, es ist ein Horrorspiel und nicht einfach bloß ein dummer Splatter. Also wenn es ein dummer Splatter ist, wird es zwar erst recht gespielt, weil ich das gern mag, aber im Oktober, da pick ich im Stuhl und es pickt in der Zeitung und dann passt es. So, 10 Nachhinsatz geheißen! Schnauze jetzt! Dankeschön, everyone. Kingmakers kommt auch im Oktober, ja, das ist leider kein Horror, aber es wird auch, Gott sei Dank, ich habe so ein bisschen den Eindruck zumindest, die letzten 2 Jahre waren nicht so geil, muss man ganz ehrlich einmal sagen. Dass nach der Sommerpause einmal endlich neue Spiele kommen. Das ist echt notwendig, weil die ganze Zeit irgendwelche Pümmelspiele aussuchen und hoffen, dass wir Perlen ausziehen, wird auf Dauer, ja, weiß das eh. Weiß das eh, was ist. So, Kinder, 10 Neues! Wir spielen heute eine weitere Runde. Die Alters. Das ist zum Beispiel so eine Perle, die wir mir letzte Woche ausgezogen haben. Gibt's im Game Pass. Kostet quasi nichts. Ich habe einen Game Pass. Es ist so geil. Ich freue mich, das muss ich jetzt nur kurz sagen, bevor wir anfangen. Ebner haben sie vollkommen am Verstand von einer. Weil ich so lang nix mag, mocht hob heute a große Dono. Schöne Grias aus Österreich. Ebner Sepp, was ist denn das für eine Rechtfertigung? Hey, schau mir den komischen Fettsack im Internet und ihm habe ich noch nie Geld gegeben, also quasi schon extrem lange nicht da 100. Ebner Sepp, ich weiß, was ich sagen soll! Ob's nicht ganz sauber ist, hab ich gefragt! Was soll ich jetzt da sagen dazu? Haben wir jetzt wieder da angekommen, wo alles wurscht ist, oder was? Da, hier, 10er, 20er, da, der Staudisepp auch. Das ist übrigens ernst. Wer vor dem Stream einer donatet, ich kann nicht bestätigen, dass das bei mir ankommt. Muss ich hoffen, ja, wird YouTube schon regeln. Ebner Sepp, ich weiß nicht, was ich machen soll. Da kriegst du die Privatröte rückwärts, die geht so. Und die war extrem feucht. Wieder Uli. Ebner Sepp, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Schöne Grüße nach Österreich. Das war klar, dass du aus Österreich kommst, weil in Deutschland, wir haben ja in Deutschland hat bei uns keiner mehr einen dreistelligen Betrag am Konto. Da kannst du mal sagen, kannst du mal hier. So, das Spiel hätte ich eigentlich schon gestartet, wieso wird da nichts angezeigt? Was ist da wieder los? Was ist da, ob da wieder was los ist, habe ich gefragt. So, jetzt sind wir beieinander. Feucht. So, letztes Mal hab ich noch gesagt, wie alt, dass wir demnächst werden. Loch da über geistig Behindertenwitze ich hab. Lieber Herrgott! Bitte mach, dass es niemals aufhört! Dankeschön! So, haben wir's jetzt. Können wir jetzt bitte schön chill die Kniescheibe. Ich mach jetzt die Alert-Sounds aus, okay? Wieso hören jetzt gar nichts mehr? Jetzt hör ich wieder was. Ich muss bloß ein Sperr haben, du Vollidiot. Programmer. So, jetzt chillt die Kniescheibe. So, wo haben wir stehen geblieben? Der Herr Ebner, Sie haben mich ein bisschen durcheinander gebracht. The Altes. Da haben wir eine Perle ausgezogen. Wer sich das Spiel ausdenkt hat, das weiß der Teufel, der ist nicht ganz dicht. Timmy Boy, H3, hau ab jetzt. Wir drücken jetzt da cremig auf Fortsetzen und schauen wir, was passiert. Schauen wir mal, wie viel... Tag 9, die Sonne ist weit entfernt. Stimmt, wir haben ja in der Phase, wo es noch nicht mit Zeitdruck losgeht, gell? Finde eine Route für die Basis. Es ist 7 Uhr, scheiße, da müssen wir wieder in den Tee ziehen, gell? Das habe ich wieder vergessen. Meine Güte, Bier, einmal irgendwas richtig machen, das ist wirklich Wahnsinn. Da muss ich mich wieder daher, damit ihr das da sehen könnt. Ist ja nicht das Recht so, okay? Können Sie das bestätigen? So, wieso können die Zeit eigentlich, ich weiß überhaupt nicht, wo wir überhaupt waren und sind. Wir haben letztes Mal so einen Typen geklont, keine neuen Nachrichten, da können wir nach der IT kann da nach Hause telefonieren, wunderbar. Auf Top haben wir, glaube ich, ja. Da ist der Techniker unten, dem Techniker haben wir irgendwas zugewiesen, wo er umeinander werkelt. Und was unsere Aufgabe ist einfach nur ganz bescheuert, finde eine Route für die Basis. So, wie hat jetzt das gleich wieder hingehauen? Ich habe in der Zwischenzeit nicht gespielt, ich wollte natürlich auch nicht weiterspielen. Status von Wartungsarbeiten. Das schaut eigentlich ganz alles cremig aus. Man, wir müssen mal nichts richten. Was haben wir da? Filter. Automatisch austauschen brauchen wir nicht. Das war, glaube ich, gegen Strahlung. We're running out of repair kits. Uns gehen die Reparatursätze aus, da müssen wir welche bauen. Kapitän, Kommando, in der Werkstatt, meine ich, ist das gegangen, wenn du mich fragst. So, Shift nach oben. Gehen wir in die Werkstatt hinein, schauen wir, was wir da so fabrizieren können. Was haben wir da? Können wir Zeug bauen. In der Basis. Was haben wir da? Reparatursätze kostet 10.
Wir haben 40 Metalle. Da haben wir so Stäbel im so. Ich kann mich schon noch erinnern. Was wir mir versucht haben, ist, glaube ich, beim letzten Mal noch diesen Greifhaken da zu machen. Weiß ich nicht mehr, ob wir den noch gekriegt haben. Alter, ich schwitze halt jetzt, mir rennt jetzt schon Sauce in die Augen. Also wenn ich später einfach irgendwo umeinander klicke, dann weiß, dass ich nichts mehr sehe. Strahlungsfilter brauchen wir nicht. Anzugbatterie, die kostet 4 organische. Was haben wir da? Da haben wir jetzt 249. Also jene kann man mal bauen, hä? Anzugbatterie. Das probieren wir jetzt einfach mal aus. Jene bauen wir mal eine. Pylonenkomponenten, da brauchen wir das Zeug. Was ist das? Was ist das? Ah, das ist einfach Metalle, ja gut. Bergbauaußenposten, das haben wir alles, die Reparaturset. Also eigentlich müssen wir ja bloß. Dann baust du da mal so ein Reparaturset oder baust du da mal ein Stück oder zwei. Wir müssen bloß Metalle abbauen, wenn ich das so richtig. Halt, stopp, Küche. Wir in der Küche mal. Wie Essen haben wir noch? Wir haben noch Brei und Rohkost. Rohkost können wir nicht machen. Dann machen wir halt da einmal. Machen wir mal 2 Brei. Weil warum nicht? So, und dann können wir jetzt da drüber. Das dauert ein bisschen. Ja, und Reparaturset. Fertig. So, easy going. Und dann hätte ich vorgeschlagen, gehen wir aussehen. Oder? Mehr haben wir eigentlich ja nicht zum tun. Wir haben stimmt, wir wollten. Warte mal. Wollten wir mir nicht letztes Mal noch einen zusätzlichen Alter gleich machen? Aber da haben wir mehr braucht, wie ich mir das Standby-Betrieb. Wo hat man das eingestellt? Nicht in der Gebärmutter? Oder was ist mit dem Schaf eigentlich los? Hallo Schaf, geh mir her jetzt da. Never thought I'd be so glad to see a sheep. Ah, jetzt ist mir das Schafel in Rütze, dann fressen wir das. Wieso müssen wir eigentlich Brei fressen, währenddessen da ein Schafelement drin, das verstehe ich nicht. Schlungen wir uns halt einfach Schafe dann. So, Küche. Hat man das nicht im Quantencomputer machen müssen? Ja. Da haben wir noch Zugriff auf diese Erinnerungsstange. Ja, genau, da waren wir richtig. Na, schenkt nicht zu viele Tage her, das geht später gegen Zeit. Wird das jetzt da auch noch... Achso, ja gut. Ja, okay. Ja, gut. Dann pimmelt man, aber halt stopp, ich möchte bloß noch schnell sagen, was man genau für den nächsten braucht. Mein Plan war eigentlich gewesen, man baut den Raffinerie, den Bergarbeiter hätte ich gern gehabt. Wo war denn der Botaniker, das war der Wachmann, Sepp, das war irgendwo, da ist der Bergarbeiter. 50% Effizienz beim Abbau von Metallen und das ist, glaube ich, so der erste Grundrohstoff, das kann nicht schon. Was brauchen wir da dazu? Wir brauchen da dieses, ich habe leider vergessen, wie es heißt, aber diese spezial bunte, komische Ressource da. Naja, gut. Dann verpissen wir uns einmal aus und suchen wir irgendwas Neues oder bauen wir irgendwas ab, weil das, glaube ich, macht unser Spezi, wenn mich nicht alles täuscht. Wo kommt man da gleich wieder aus? Schlafsaal, Luftschleuse. Da, hier, rechts. Und dann raus. Da haben wir... Ah ja, stimmt, wir haben... Jetzt haben wir wieder beieinander. Da, der Techniker ist schon draußen und baut ab. Wir gehen da raus und bauen wir das ab, bis voll ist. Und dann... ist die Frage... Plus 14. So, das machen wir jetzt bis 16 Uhr. Bis 16 Uhr machen wir das und dann gehen wir auf Erkundungstour, weil wir mit den anderen eine Ressource finden müssen. Ob ich das gefällt. Ich weiß nämlich auch gar nicht mehr so hundertprozentig, was man für die Route genau für eine Ressource braucht, aber ist ja wurscht. Deswegen wuselt man umeinander wie die Behinderten. Was ist da? Was ist da? Um klettern zu können, musst du zuerst die Felsen aus dem Weg räumen, die oben den Durchgang blockieren. Keine Ahnung wie, aber wird schon alles die Richtigkeit haben. Oh, ein Vollsprint! Vollsprint! Wie räumt man diese scheiß Felsen weg? Die da die halt einmal wegspringen oder so, oder nicht? Wenn ich das richtige Werkzeug hätte, um mich hindurchzubohren. So ein Werkzeug hätte man noch... Ja, gedacht, das ist eine Bohrmaschine, die wir da bauen können. Ja gut, da brauchen wir Metalle dafür, das wird nicht helfen. Dann nehmen wir den Batzen-Scheiß da noch schnell mit. Das ist ja bloß wieder das komische... Ja! Hauptsache, wir haben es gefunden. Was ist das da? Kann man das so klar, das direkt... Ja, haben wir gehabt. Rapidium hat's geheißen. Da, her mit dem Schund. Da. Und ab nach Hause. Ab nach Hause. Da gibt's noch mehr Rapidium. Da oben kann man noch was wegspringen. Da schauen wir schon noch schnell. Ja, das müssen wir schon ganz abbauen. Laser zum Bohren. Ja, ich glaube ja, dass wir da die Bohrmaschine brauchen. Oh, kann ich da runter? Bringt das was? Bringt uns das was? Komm ich da um? Probieren wir es einfach. Scheißegal. Einmal kommt das mitnehmen. Ja.
Da unten ist so eine komische radioaktive Zone, das weiß ich noch. Verpissen, 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 verpissen. Schneller, 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 schneller. Miau. Miau. Alter, ist doch letztes Mal nicht so weit gegangen. Und dann gehen wir zu dem Bohrturm und beamen uns einfach heim. Einfach, weil wir es kennen. Wird dann schon passen. Dann werden wir die Lage nochmal sondieren. Ja, wann hinten, ich weiß schon. Strahlung, Strahlung, Strahlung. Ich weiß zwar nicht, wie wir die Strahlung abbauen, aber das werden wir schon noch herausfinden. So, was haben wir jetzt alles? 93 Metalle. Jetzt gehen wir uns einmal die Bohrmaschine bauen. Das ist einmal Phase 1. Tust du mal die Bohrmaschine her? Bohrmaschine, 50, 20. Nehmen. Oh, die dauert Minuten. Eine baut. Oh, die dauert lang. Oh, lange Minuten. Hat er wieder in Stunden gerechnet, gell? Oh, jetzt werden wir dann gleich müde. So. Haben wir nicht mehr lang, 12 Minuten noch. Auf für den Quantencomputer Bergarbeiter herstellen. Ob das Sinn macht oder nicht, das weiß ich nicht. Legt's mir am Arsch. Ich will den Bergarbeiter. Mehr Metalle, mehr gut. Wo ist er? Wo war er? Ah, da war er. Metallarbeiter erschaffen. Los. Rein damit. Let's dance. Müssen wir uns jetzt da seine Geschichte, das sehen wir jetzt gleich. Ob wir uns seine Geschichte wieder komplett durchlesen müssen, falls die auch wieder irgendwie umeinander packt, der Huhn. Branching Procedure completed. Neues Bewusstsein bereit. Jan Dolski, Bergarbeiter. Der Bergarbeiter, Jan! So, gut, hat's geheißen. So, war's das jetzt schon? Das ist so schnell gegangen, muss ich sagen. Wo ist der? Der kommt normal aus der Gebärmutter aus, oder? Warte mal. Hallo! Kann ihn. Man braucht ja noch. Vorgang läuft. 1,8 das dauert bis die 7 Stunden. Ja gut, dann gehen wir mit dabei ins Bett. Gehen wir mit, wo ist denn die Kommandos? Kapitänskajüte nur und so, gell? So, hier, oben. Schlafi, schlafi, sonst müdi, müdi. Schlafi, schlafi! Passt schon. Der Jan, das ist ein guter, hab ich gehört. Klon-Upload. Die Sonne ist weit entfernt. Die ist ja meilenweit entfernt, ist die. Aber wir sollen uns sputen, hat's geheißen. So. Ein neuer Alter ist bereit. Sei Idee. So, mach einmal auf den Bums. Ich bin gespannt, was der wieder für psychische Probleme hat. Immer wieder die Gebärmutter deinem Mann nennen, das ist eine gute Idee. Hallöchen! Hey, man. You alright? Ich hoffe, dass wir jetzt noch nicht wieder, was wir dem wieder bringen müssen. Dass wir wahrscheinlich wieder Schafshaxen kochen oder irgend so, dass er nicht das Trends noch fängt. Alright. Hell no. Feel like I'm fucking dying. Oh, shit. That's it then. I'm dead already. Ein weiteres Brotkind? Noch nicht, Kumpel, noch nicht. Es ist okay, verwirrt zu sein. Machen wir auf nett. Wobei er auch sehr ruppig daherredet, machen wir es so. Not yet, brother, not yet. Damn it. Verdammt. Yet another disappointment. Trübsal, Rebellion. You're on strong sedatives. Mm-hmm. This is one strange dream. Why don't we give you a mental checkup first, okay? Yeah. That's what they always say before they break the bad news to you. Shoot. What's your name? My name is Jan Dolski, but I'm seeing fucking double. You should worry about that. We'll get there. Just fill me in on your role on this mission. Well, I used to be a miner, but then I lost my hand in an accident. Hey, wait a minute. What the fuck is this? That's an arm. My fucking arm. It's there again. Okay, I'm done with your little survey. Tell me what's going on. What have you done to my body? Er ist wieder dran.
Es ist nicht dein Körper, sondern meiner. Überfordert man mal nicht. Der Arm ist wieder tot, das glaube ich, der ist selber gespannt. I fixed it for you. Who the hell are you? I'm Jan Dolsky. I got stranded on a desolate planet where I found Rapidium, so Riecht zu der I Hand. used it to make you my copy. What the fuck did you drug me with, man? Oh, this is insane. What a trip. It's not a trip. It's reality. Your new reality. Oh, yeah? Well, in that case, Mr. Dolsky, will you be kind enough to tell me why your body's so damn intact? Because if you really are who you claim to be, both of us should be short an arm. Okay, vielleicht sollte man für die Leute, die letzte Woche nicht dabei sind, zumindest einmal grob umreißen, was zum Verfick hier eigentlich passiert, weil wenn ich einen Winky schon wieder lese mit "Was labern diese?", dann bin ich mir nicht sicher, ob das ernst meint oder wenn jeder, der nicht weiß, was da gerade passiert ist, der kann sich natürlich fragen, was zur verfickten Hölle ist da gerade passiert. Also, wir sind auf diesem Planeten gestrandet, alleine. Da ist ein Base, das ist dieses große Radl, das ihr vorher gesehen habt. Wir sind alleine. Und auf diesem Planeten gibt es eine Ressource, die heißt Rapidium. Und mit diesem Rapidium kann man, wie hat es genau funktioniert, aus Gedanken und DNA oder aus Erinnerungen, wenn ich mich richtig erinnere, Lebewesen klonen mit diesem Rapidium. Da wir die einzigen Überlebenden wir sind, klonen wir uns sozusagen selbst mit anderen Erinnerungen. Das heißt, in unserer Kolonie oder in unserer Base haben wir jetzt einen Techniker, einen Bergarbeiter und mich. Der Bergarbeiter hat halt eine andere Erinnerung und oder glaubt zumindest eine andere Erinnerung zu haben als ich und ist halt Bergarbeiter, darum ist er im Bergbau begabt. Ist sowas wie, ich dachte jetzt mal als Tech-Tree oder als Perk oder als Forschung in andere Spiele betiteln. Und wir klonen uns halt jetzt da, wir haben uns geklont und jetzt wacht der Typ auf und er weiß halt nicht, der sagt uns, ja, der sagt sich selber. Schmatzt in seiner Erinnerung, ich hab keinen Arm mehr, hat auf einmal wieder einen Arm und so weiter und so fort. Ich hoffe, das ist einigermaßen erklärt, damit du grob umreißen kannst, was da gerade passiert. Wenn ich schreibe gerade so, ist es eine Spezialisierung. Richtig, absolut richtig. War echt nicht da das letzte Mal. Herr Winky, dann soll jetzt den letzten Stream wiederholen, weil ich glaube, wir haben da ein richtig gutes Spiel vor uns. Ziemlich clever, wir sind keine exakten Kopien. That's smart. We're not exact copies. We only share the same DNA. Our minds and Motivation, memories weniger are Unsicherheit. different. Okay. Darum schön brav mitlesen und ich versuche mein Maul zu I halten. knew it Entschuldigung. was a fucking mistake the moment I signed up for this goddamn mission. Oh, man. You want to know what's most cruel about what you did? Gegen deinen Willen zum Leben zu erwecken, ich weiß es nicht, sag's mir, die falsche Erinnerung zu geben. I don't know. Ich weiß Tell me. nicht, sag's mir. Keeping all that shit I went through in my head. Now that, my brother, Oh, is cruelty. Look, you obviously das have heißt, Mutter wahrscheinlich auch gestorben und so weiter. Why don't we try to look ahead now? To what? Ja, ich möchte auf alle Fälle auch, wenn ich tot bin, aufgeweckt werden und das, was er mir dann sagt, ist, ich hab dich aufgeweckt für harte Arbeit, um mir zum helfen. Sklave. Die Punkt steht übrigens für Sklave. To whatever this journey brings for us. Oh no, thanks, man. Ja, also, I've had my manchmal shares glaube ich of aber auch, dass das Vorgeben ist, wann das rot oder grün wird. Why don't you just kick back and take some time to get used to your new self? Go through the mission logs. They should clear a lot of things up for you. Okay. Okay, wenigstens ist er schon mal nicht so permalästig, dass das ganz aus ist. Der wird das schon mal. Der Bergarbeiter wurde geboren. So, wo kann man jetzt gleich wieder Leute zuweisen, was die da sollen? Werkstatt, Kommunikationsraum, Kapitän, Kommando in der Kommandozentrale? In der Luftschleuse vielleicht? Müssen wir schnell schauen. Weil natürlich setzen wir mir einen... Jetzt schauen wir mal... Ja, das ist die Luftschleuse, da will Alters und Strahlung. Einer deiner Alters hat Strahlenverbrennungen erlitten, was seine Arbeitsfähigkeit beeinträchtigt. Du kannst den Gesundheitszustand deiner Alters über die Registerkarte Alters einsehen. Alters genesen schneller, wenn sie sich auf der Krankenstation erholen. Soll man sicher nicht mal bauen, das habe ich das richtig verstanden. So, aber wo kann ich...
Was haben wir jetzt da? Eine Bohrkartusche. For what? Reparatursets. Eine Kartusche für die Bohrmaschine, die zum Schmelzen von Gesteinsinformationen verwendet wird. Das heißt, wir brauchen sie ja nicht wahrscheinlich, oder? Bauen wir mal eine zumindest. Die haben wir jetzt... Habe ich das in Auftrag gegeben? Ja. Wo ist denn das gleich wieder gegangen? Weiß man das? Basti! Was ist da los? Ich hab die überhaupt nicht gesehen, aber die Basti ab in den Chat. Ich hab gerade gelesen. Basti! Kuss auf die Nuss. Merci dir. Gehen wir mal in die Kommandozentrale, vielleicht kann man es da einstellen. Basisnavigationssystem. Navigation um Lavafluss nicht möglich. Basismasse Kosten 180. Errichtete Bauwerke. Wenn du deine Reise beginnst, werden automatisch alle Bauwerke mitgenommen, die du an der Planetenoberfläche errichtet hast. Was ermöglicht dir Reisen zwischen Orten und Planeten zu starten? Was muss man eigentlich genau da, um eine andere Route zu finden? Den Lavafluss irgendwie zumachen oder was? Hoppala. Zuweisungen! Was ist mit ihm? Ist er scheiße grantig oder was ist mit ihm? Oh, der ist verstrahlt. Da machen wir jetzt einmal so. Da haben wir einen Bergarbeiter ja rein. Das wird dann schon passen. Küche, Werkstatt. Der Techniker. Für was ist denn der Techniker gut? Was hat denn der Techniker? Was kann denn der Techniker? Wartungsarbeiten wahrscheinlich eher. Machen wir es so. Und wir bauen mal eine Krankenstation. Wenn wir schon gerade da sind, machen wir das gleich einmal. Schauen wir mal, bauen. Also das, wer letztes Mal nicht dabei war, das ist unsere Basis. Die kann man selber modular umeinander bauen, wie man will. Was eine ziemlich coole Idee ist, wenn man ganz ehrlich ist. Bauen, Aufzug, Gang. Wir haben halt keine Metalle mehr. Darum müssen wir uns jetzt da mal drum kümmern. Was kosten Krankenstation? Was ist denn das wieder? Was ist das da? Spezielle Mineralien. Lass mich raten, die muss man irgendwie in der Raffinerie. In dieser Anlage werden angereicherte Metalle in Metalle und organische Stoffe umgewandelt. Dank hochmoderner Technik stellen die oft radioaktiven bzw. toxischen Rohstoffe keine Gefahr dar. Ne? Was ist denn das da? Was sind denn das da? Das sind nicht Metalle, das sind Mineralien. Ja gut, die werden wir halt einfach noch nicht haben. Ich muss das Gelände erkunden, wo die Basis hinfahren könnte. Ja, dachte ich mir schon. Dann können wir jetzt da eigentlich an nichts bauen, können wir irgendwas erweitern, ne? Da müssen wir ja forschen, bauen, Aufzug und Gänge brauchen wir nicht. Für das andere feine Metalle. Gut, dann pimmeln wir nicht lange umeinander. Wir gehen mal zurück, ganz nach rechts, Luftschleuse raus. Und Organisches brauchen wir nicht abbauen, wir holen uns das restliche Rapidium und sprengen wir mal ein paar Sachen auf Zeiten. So hat man ja genug haben. Dann wir auf Oberflächen organische Stoffe, Vorkommen angereicherte Metalle. Da mag ich eigentlich nicht nochmal durchgehen. Eigentlich möchte ich ja irgendwo daher. Aber porten wir uns einmal daher. Und sprengen wir den Scheiß da hinten weg. Das glaube ich so gut. Aufzug zentralisieren. Ja, das steht auf alle Fälle auch noch auf der Liste. Eins noch am anderen können. Eins noch am anderen. So, was haben wir? Das schaut nicht gesund aus. Aber durch den Lavafluss müssen wir irgendwas machen, oder? Ne? Warte mal. Wir schauen mal in diese Richtung. Jetzt schauen wir mal da hindrehen. Bringen wir mehr für. Scheiße, hab ich die scheiß Bohrmaschine dabei. Hätte ich die irgendwie einpacken müssen oder so? Weiß ich nicht. Was ist das da? Haben wir schon. Irgendwie müssen wir da vorbei, an diesem Lava-Scheiß da. Naja, kriegen wir schon. Der Animal Saat, guten Abend zusammen, Gruß aus Hesse an alle. So, ich grüße aus Bayern, zurück nach Hesse. So, holen wir uns mal das restliche Rapidium. Wenn wir genau. Oder, ja, springen wir erst das da herum weg. Springen wir, oder was heißt wegspringen, bohren wir es weg. Weggebohrt den Schund. Das wird da nicht gehen, aber da hinten kann es gehen. Ich werde da nicht aufkraxeln können und bohren können, das sparen wir uns jetzt die Zeit. So, natürlich habe ich die scheiß Bohrmaschine nicht dabei, oder? Habe ich sowas wie Inventar? Lager. Bohrmaschine, ja, da liegt's gut. Na, da ist. Und der Kletterhaken auch. Ja, da liegt's gut! Taste Q. Ja. Danke. Herr Gromit, Dankeschön. So, die muss natürlich ausgerüstet werden und dann... Ich weiß gar nicht, wie das Ding funktioniert. Braucht die...
Haben wir noch nicht gehabt. Und dann muss ich das selber bedienen, oder was? Ja, gut, warum nicht? So, ist jetzt die Bohrmaschine. Warte mal. Naja, das verbraucht quasi eine Kartusche pro Bohrung. Hätten wir mehr machen sollen. So, wie was ist? Was ist das da? Metalle, die bauen wir schnell ab. Kenne ich nix. Wenn schon umeinander liegen, du. Kann man nirgendwo haben. Scheiße, jetzt habe ich den Tab nicht gelesen, ich Vollidiot. So, warte mal, kann ich das... Warte. Alters- und Strahlung, ne, Zuweisungen, habe ich schon, Quantencomputer, Bohrkartusche. Um eine Wand zu zerstören, die den Weg verschärft, benötigst du eine Bohrkartusche. Du kannst sie in der Werkstatt herstellen. Ja, gut, passt. So. Okay. Ah, cool ausschauen tut's schon. Not good. Und einen coolen Artstyle, der Planet. Ja, Harlequin, ebenfalls mäßig. We are surrounded. Ja, irgendwas fällt uns schon ein. Jetzt tut ich mich nicht oben. Scheiß dir mal nicht ins Lavahöschen. Lind. Damn it. So much for Plan B. Ja, aber was haben wir einen Techniker? Der ist doch gescheiter bei mir, oder nicht? Der muss sich doch irgendwas einfallen lassen können. Entwickle einen neuen Plan. Wie? Entwickle einen neuen Plan? Was soll jetzt... Super, oder was? Haben wir mir. Da können wir anscheinend ja nicht hindrehen. Dann laufen wir mit da hindrehen. Schaut einfach nicht so gut aus, ne? Reisepylon. Der Reisepylon hilft, die Terrain zu erkunden, das weit von der Basis entfernt ist. Nach dem Bau dient er als Schnellreisepunkt, verbindet sich aber auch wie ein gewöhnlicher Polo mit anderen Bauwerken. Er ist wie eine Landschaft, ja, bla. Ja, gut, aber ich habe keine wie viele Pylonen habe ich. Schauen wir mal, wie viele Pylonen das wir haben. Polygonscanner, nö, Baumodus. Wir haben genau 3 von 4 und Pylon haben wir bloß einen. Gehen wir uns sauber aus dem Kopf schlagen. Da haben wir noch ein paar Metalle. Da kommen wir aber gleich so fair aus. In der Bergbaustation ist das eine ziemlich zähe Geschichte. Was ist das? Oh! Okay. Und da hinten ist auch nochmal Rapidium. Lager. Die Lagerkapazität ist ausgeschöpft und die Arbeit kann nicht beendet werden. Du kannst die Kapazität erweitern und in ein weiteres Lagermodul bauen. Oh mein Gott, jetzt fängt die Scheiße an. Naja, gut. Oh, das ist so. Schauen wir jetzt mal so weit, wie wir können, ohne diese Pylonenscheiße. Abbauen können wir auch nichts mehr, weil nichts mehr ins Lager einpasst. Das machen wir dann, wenn wir wieder daheim sind. Hey, man. We're running out of storage space. Ja, ich weiß. Uns geht langsam das Storage aus. Ja. Hey, Halt die Kontrolle, um langsam zu gehen an einer Melin. Was? it's triggering the alert in my suit. I need to learn more about this thing. Oh. Ach no. Ach du Scheiße. Okay, das gefällt mir gar nicht, wie weit man... Oh. Wie komme ich da hinter? Ich probier's. Ich bin instant, wenn ich da bitte keinen Topf. Seltsame Phänomene. Ja, ich glaube, ich weiß schon, was passiert, wenn ich da einsteige. Ich mag es eigentlich gar nicht wissen. Komm ich da vorbei. Ich kann das Zeug auch gar nicht mehr abbauen, oder? 5 Lagerplatz haben wir noch. Ich gehe einmal langsam. Ich hoffe, ihr seht es im Stream auch. Das ist so ein verschwommener Kackplatz da. Nein, da komme ich gar nicht vorbei. Mal mit Map auf. Map! Ja, dann hilft's aber auch nicht. Wobei wir da noch weiterkommen anscheinend. Aber ich kann nicht die Map verschirmen, ja. Das war die Aussichtsplattform da. Was ist das da? Felsen im Weg. Für einen Shortcut und dort darf es nochmal weitergehen. Da ich fast sagen, da müsste man die Reise abbrechen. Ich nehme nur mit, was ich kann. Zurück. Ja, und für den morgigen Tag vorbereiten. Zeit vergeht schon ganz schön schnell, muss man auch mal sagen. Da ist was auf Steuerung. Ja gut, da kann ich... Ich hoffe jetzt bloß, dass die Dinger nicht reißt, wenn ich schnell vorbeilaufe. Jetzt gehen wir mal da her. Vielleicht können wir den noch mitnehmen da. Ja. Ansonsten kann mir die Stelle da gleich schon mal am Arsch legen. Schnellreisepunkt setzen, das ist eigentlich... Jetzt warte mal, das probieren wir jetzt mal aus. Haben wir ja noch gar nicht mehr ausprobiert. Und zwar tun wir so einen Reisepylon her. Aber ich glaube halt, dass der mit Pylons verbunden sein muss, dass er funktioniert, oder? Oder? Der braucht ja Energie. Und das ist echt ein weiter Weg. Das ist echt ein sehr weiter Weg. Darum, ich lasse ihn jetzt einfach einmal da stehen. Das hilft sowieso nicht. Tust du mal normale Pylons her.
Da haben wir natürlich ein bisschen Platz damit. Hat das da funktionieren? Wenn da ein Berg dazwischen ist? Probieren wir aus. Ich habe schon gesehen, dass da Metalle liegen, aber egal. Hat das funktionieren? Nein, nicht wirklich, aber da liegt noch so ein komisches Zeug von dem Klumpen umeinander, das nehmen wir mit. Warte mal, vielleicht funktioniert es so rundum. Und dann nehme ich den scheiß Reisepüllern wieder mit, das ist ein totaler Krampf da. Jetzt komme ich da nicht mehr auf, weil ich keine Energie mehr habe. Mein Gott. Das haben wir alles nicht zu Ende gedacht, meine Damen und Herren. Wir haben es nicht zu Ende gedacht. Wobei das da eigentlich eher ganz guter Platz ist. Da haben wir fast alles ausgereizt. Stell hier das Ding, scheißegal. Da müssen wir welche bauen. Finde einen Alter, der etwas von Anomalien versteht. Da müssen wir nur mehr einen Altar bauen. Was hat der Altar kostet? 20, glaube ich, gell? Ja, kriegen wir schon. Kriegen wir schon. Schauen wir mal, dass wir heimkommen. Oder nehmen wir noch das... Oh shit, wir können es nicht mitnehmen. Wir haben noch 3 Platz. Ja, das war wieder dumm. Lass mich überlegen. Wir kommen was aus dem Lager rauswerfen? Zu entfernende Menge festlegen. 1. So. Jetzt haben wir nämlich noch 4 Platz, wenn ich das richtig sehe, für 4 Rapidium, damit wir 40 haben, dann könnten wir uns theoretisch 2 Alters bauen. Da, was ist denn da drin? Tut das da Rapidium, Tiefe vorkommen? Ah, da muss man eine Bergbaustation herbauen, hä? Ist da nicht noch irgendwo ein kleines Brickerl, das umeinander liegt, Kim? Kim? Gib mir halt ein kleines Brickerl, das umeinander liegt. Da komme ich wieder nicht durch, ich muss jetzt da aus und umlaufen. Geh, steig mal am Hut. Wieso schaut der Techniker Jan links oben so grand? Ich glaube, weil er verstrahlt ist. Und er mag sich mit uns unterhalten. Vielleicht ist er wieder lästig. Ja, müssen wir so schauen. Müssen wir so schauen, wenn wir daheim haben. Hilft uns nichts. Aber das Rapidium heute jetzt noch schnell. Nochmal für alle, die letztes Mal nicht dabei waren. Das ist die Ressource, um weitere Alters zu klonen. Und anscheinend brauchen wir da jemanden, der sich um die Anomalien kümmert. Kein Platz im Lager. Super. Aber dann müssen wir 6 auswerfen. Produktion, Lager, Metalle. 6 bestätigen. Haben wir jetzt wieder mehr Platz. Jetzt haben wir... Hä? Es sind 208 auf Lager. Zu entfernende Menge. Durch Zerstören dieses Gegenstandes keine Rückgewinnung möglich. Ja, 6 Stück. Wieso geht das nicht? Bestätigen. Verstehe ich nicht. Verstehe ich nicht. Verstehe ich nicht. Verstehe ich nicht. Na gut, dann wird es helfen. Dann wird das nicht helfen, dann müssen wir einfach heimgehen. Muss ich heim, wo geht's denn aus? Dann müssen wir einfach heimgehen und müssen wir ein Lager bauen. Das hilft nicht. Freunde der Sonne, es hilft nicht. Kostet das Abseilen eigentlich auch Energie? Scheiße, jetzt renne ich da schon wieder durch. Nein, nicht da durchrennen. Wir rennen anders rundum. 2 Energieschnipsel habe ich noch. Da kann man natürlich das mit einer Batterie aufladen, aber die können wir uns sparen, glaube ich. Ist ja eh weniger geworden. Also. Ach, Moment mal. Die haben wir. Moment mal. Wo sehen die, was wir für ein Lager wegnimmt? Weil ein Metall ist ja offensichtlich nicht 1 Lager, oder? Warte mal, Lager, jetzt wirf ich noch mit 2 weg. Ich schaue nämlich die ganze Zeit da her, ich hoffe, ihr seht meinen Mauszeiger da unten, das ist unser generelles Lager. Geh nochmal schnell zurück. Da wirf ich jetzt so lang 5 Metalle aussehen, bis ich das Rapidium mitnehmen kann. Also die Lager werden schon entfernt, aber ein Metall ist nicht gleich ein Lagerpunkt. Da haben wir was Rapidium, aber kein Platz im Lager. Ja, das wird nicht helfen. Das wird nicht helfen, Freunde der Sonne. Dann schmeißen wir jetzt da einmal 20 aus. Kein Platz im Lager. Kruzifix! So, wir brauchen das scheiß Rapidium! Das ist wahrscheinlich auch dumm, wenn ich so viel wegwirf. Jetzt legst du mir am Arsch. Ich wirf doch nicht 100 Metall jetzt da weg. Hast du wieder abladen? Es klang nicht. Das scheiß Rapidium braucht sauber 2 Platz. Gut, haben wir wieder was gelernt. Rapidium ist riesig. Gibt es da irgendwo eine Anzeige, wie viel eine Ressource an... Oder wir haben Pylon auch zurückgefahren? Nö.
Da haben wir den ganzen Tag verschissen. Das war wieder absolutes Pimmel-Gaming. Absolutes Pimmel-Gaming! Und der andere baut ab. Ja, das ist der Plan. Wie er da hinkommt, ohne dass er sich verstrahlt, das weiß ich nicht, aber gut. So, Phase 1. Basis-Navigationssystem, nö, hier. Wir brauchen, jetzt müssen wir das Ding einmal ein wenig umzentrieren. Hä? Kann ich... Willst du das Modul wirklich entfernen? Schlafsaal, ursprüngliche Kosten, Rückerstattung nicht möglich, nicht genügend Lagerplatz. Kann ich das dabei daher setzen? Ja. Der wir mal... Da ist Lager her, da Lager her. Dann bauen wir mal einen Aufzug. Den brauchen wir ja von ganz unten nach ganz oben einen. Machen wir so. Passt da auch nicht hin. Schlafsaal ist da, gehört da natürlich grundsätzlich nicht hin, aber das kriegen wir schon. Jetzt schauen wir mal. Eins nach dem anderen, Birger. So. Jetzt bauen wir diesen Lift einmal dort zentral. Das ist einmal Phase 1. Schlafsaal hierhin, Lagermodul hierhin. Dann bauen wir gleich mal noch ein Lagermodul hinten neu. Was kostet der Bums? Lagermodul klein. Kostet uns 30, dann haben wir 128. Das müssen wir machen, weil offensichtlich sind wir ja voll bis oben hin. Haben wir mal einen hin. Der optimale Platz scheint das aber auch nicht zu sein, weil wir gehen da also eine kleine Reihe her. Das ist natürlich Blödsinn. Küche, Quantencomputer, Luftschleuse, Kommandozentrale, Kapitänskajüte, Werkstatt, Kommunikationsraum. Das darf ich mal gern so lassen, wie es ist. Warte mal, kriegen wir Gebirge. Das ist schon mal viel besser und platzsparender. Schlafsaal, der wir da auf. Schaut doch schon mal eigentlich ganz vernünftig aus. Schaut doch schon mal ganz vernünftig aus. Je nachdem, was noch kommt. Das müssen wir dann wahrscheinlich mehrmals umbauen, aber hilft nicht. So, was hat's vorher mal geheißen? Wie gesagt, Werkstatt, Raffinerie, Aufenthaltsraum, Krankenstation. Da brauchen wir Mineralien, ganz viel. Das können wir uns noch nicht leisten. Da haben wir ein Gewächshaus, das interessiert uns aber auch alles noch nicht. Forschungslabor könnte auch interessant sein. Aber gut, vorerst schaut's doch einmal ganz gut aus. Eine Raffinerie kann man bauen. Schau, wenn die Leute schon bei Bene schreiben und Longleg-Schule schreibt, das sei das fein. Die wirfst 6 Metall weg und der andere baut 30 Metall ab. Ach, deswegen. Ja, gut. Jetzt ist schon wurscht. Die Frage, ob wir da nur ein Lager ohne hängen. Hängen wir da nur ein Lager ohne? Ich weiß es auch nicht. Das warte mal. Bauen wir noch ein Lager. Bau noch ein Lager her, weil es mir wurscht ist. Das ist halt so ein Caster. Wie sollst du denn da dann hinkommen? Was soll denn mit den Dingen da? Da kann ich da ein Lager herbauen und dann 2 Aufzüge, aber das bringt sich mir überhaupt nicht. Wenn wir das Lager dabei da her. Das da her. Muss der Quantencomputer begehbar sein? Okay. Gelangt nicht. Die Bärmutter dort gegangen. Wenn wir das auch da rum tun. Wenn wir daher und daher. So mit Gewalt, mit aller Gewalt umbauen brauchen wir es auch nicht dabei. Da kommt dann noch ein Haufen anderes Zeug. So, jetzt merk auf. Was brauchen wir dann? Dann müssen wir uns ein paar Sachen bauen, glaube ich. Basismasse. Jedes gebaute Modul macht eine Basis schwerer und du benötigst mehr organische Stoffe, um sie zu bewegen. Ja, das macht Sinn. So, was brauchen wir? Das kostet... Das Krasse ist, der Reisepylon, das kann auch nicht die Lösung sein, sage ich dir, wie sie ist. Weil wir den mit lauter kleinen Pylons verbinden müssen und da kostet einer 30 verschissene normale Mineralien. Da kriegst du einen Vogel. Da baue ich mir lieber noch 1, 2, 3 Bohrkartuschen, damit ich die scheiß Berg da wegmachen kann. Das ist einmal noch das Wichtigste, glaube ich. Und der Rest schaut eigentlich ganz gut aus. Rapidium haben wir jetzt aus irgendwelchen Gründen auf einmal 56 und keiner weiß, was herkommen. Soll mir recht sein. Aufs Essen müssen wir schauen, weil wir jetzt mittlerweile zu dritt sind. Und ich muss jemanden finden, der mich über Anomalien aufklärt. So, jetzt machen wir das da. Bam. Bam, bam, bam. Das haben wir. Und dann schauen wir uns nochmal an, ob wir jemanden klonen können, der sich mit Anomalien auskennt. Mehr Alters, mehr gut. So, was haben wir da?
Ein Arzt heilt Alters 8-mal schneller auf der Krankenstation, kocht Nahrung schneller. Was kann denn eigentlich der Bergarbeiter so? Der kann nur Abbaumetalle, gell? Wachmann, Wissenschaftler, kann neue Technologien erforschen. Raffineriearbeiter, angereicherte Metallen zu Metallen und organischen Stoffen. Wen braucht man noch? Botaniker, Effizienz beim Anbau von Nutzpflanzen im Gewächshaus. Wachmann, diszipliniert Alters im Erholungsraum, schaut er mir überhaupt nicht. Wartungsarbeiten, also richtig außersehen tue ich es jetzt nicht. Aber ich glaube, mein nächster Plan ist einmal mit denen zwei zum Labern. Wo sind denn die? Eins unten. Haben die beide eins unten? Die haben alle beide im Schlafsaal drin. So, bevor sie ins Bett gingen. Ihr hättet jetzt auch, Herr Quatoni, hätte auch auf den Wissenschaftler getippt, aber jetzt. Also young, Achso. obviously. Das kann ich jetzt doch nicht unterbrechen, oder was? Anyway, make yourself at home. Freude. Cheers. Ja, passt eh, gondelt euch sauber rein, das wird schon. So, kann ich jetzt da mal mit dir beim Schmatzen, da gehst du her. Der Wissenschaftler ist wichtig, wenn es ist, frag, will's nicht spoilern. Das, wenn ich überhaupt nicht draufkomme, dann habe ich eh schon ein paar Mal jetzt gelesen, Wissenschaftler. Also, ich darf es nicht als Spoilern bezeichnen. Das ist nur, bevor ich da jetzt eine halbe Stunde lang irgendwo umeinander pimmelt und noch 5 Tage verscheiß, weil ich umeinander probiere, ist das, darf ich jetzt nicht als Spoilern bezeichnen. Ist das Game im Game Pass, Herr Quatun? Jawohl. Ich habe schlechte Neuigkeiten über unseren Weg drumherum. Was ist passiert? Hast du dich verletzt? Nein, das interessiert mich nicht. Das ist wichtig. I went beyond the rocks. It doesn't look good. The lava river is vast as hell. I'll be straight with you. There's no way around it. Holy shit. What now? Wir könnten versuchen, auszusteigen. Hä? Wir sollten einen Weg darüber finden. Ja, wir sollten einen Weg darüber finden, natürlich. I guess we need to get across somehow. Any ideas up your smart-ass sleeve? So now I'm smart, huh? Well, actually, I do have an idea. We could build a research lab and see if we can come up with anything useful there. Okay. Da ist der Hinweis zum Wissenschaftler wahrscheinlich. Was ist passiert? Hast du dich verletzt? What happened? Es ist viel Dialog. I got too much radiation exposure. I feel awful. Vielleicht verwandelst du dich in einen Superhelden. Ich probiere es einmal als Witz. Vielleicht findet er ihn gut. Hey, maybe he'll turn into a superhero. Yeah. Easy, Alter! Barf, man. Wouldn't you love that? Was, der verstrahlte Vollpfosten Barfman? Remember to keep the radiation barrier on, okay? Radiation filters will speed up my recovery. At least when I'm inside. Okay, das ist einmal das erste. Und jetzt reden wir mal mit dem anderen. War ein Forschungslabor, finde den Alter, der etwas von Anomalien versteht. Der Lavastrom, okay. Basisübersicht. Und der andere ist im Schlafsaal unten. Na gut. Gehen wir mal runter, schmeißen wir einmal mit dem noch. Wie viel Zeit haben wir noch? Naja, ein bisschen haben wir schon noch. Werde ich nur 25.000 mehr außer haben, weil ich mir ums Verrecken nicht merken kann, wo wir sind. So, Bergarbeiter Sepp, wie schauen wir aus? Alles in Ordnung. Hi there. You doing all right? I don't know. All right, I guess, but still trying to find sense in this plot twist. Verstrahlter Vollpfosten. Mach einfach das Beste draus. Du machst es super. Lohmen ein wenig. Hat so nichts zu tun. Hat er schon. Der hat uns einen Haufen Metalle abgebaut. You're dealing with it really well. Great job. Huh. Long time since I heard those two words put together. But yeah, focusing on the work helps me keep my demons at bay. Ja, ich bin normalerweise immer ein Freund bei der Arbeit, so übertreib's nicht. Just don't push yourself. You don't need to prove anything. Really? Asche! Ja, das ist ja... It's hard when everybody takes Das ist ein guter. away. Der Bergsepp ist ein guter. Du bist nicht nutzlos, du bist kein Versager. Kann ich da jetzt irgendwas falsch machen? You're anything but useless. We really need your mining skills here. Wow. That's new. But
Is it really me you need? I mean, with this change, am I still the same person I was? Ich sitze in meiner eigenen Soße. Du bist immer noch der gleiche, nur geheilt. Du bist ein neuer Mensch, deine Vergangenheit ist nicht echt. Sagen wir sagen, du bist nur der gleiche, nur geheilt. Relax. Jetzt ist es so. You're still the same dude, but you have both arms now. You're healed. Doesn't Oh, feel hätte ich mir nice. mal gehalten. Don't worry about it too much. No. I'll try. So, und jetzt brauchen wir noch ein Forschungslabor, hat's geheißen, gell? Dann müssen wir in die Kommandozentrale und dann bauen wir uns. Los. Njong. Wir da auf, Basis Navigation, nein, das war's nicht. Halt, stopp, das war's. Bauen! Alter, baust du? Forschungslabor kostet 40 Hammergratscher, hier. Forschungslabor. Wo kriegt man das schön hinzwickt? Nirgends wieder, Kruzifix. Dann zwickt man es neben einem Quantencomputer. Da zwickt man sie ihm hin. So, erforsche eine Lösung, die hilft, den Lavastrom zu überqueren. Schaffen wir das noch? Oh, nein, schon, halt, stopp. Da müssen wir mal durchsprinten, sonst ist nämlich der Tag bald vorbei. So, da haben wir Forschung. Dann kann man uns noch einen Wissenschaftler züchten. Günstigere Batterien. Mission, Basis, oh, okay. Effizientere Förderung angereicherter Metalle. Nicht-Metalleffizienz. Der Abbau von Mineralien, Rapidium und organischen Stoffen ist um 15% schneller. Oh, absolut geil. Es gibt sogar noch zusätzlich da einen riesen Drum-Tech-Tree, der die ganze Scheiße regelt. Was haben wir an der Basis? Recycling-Maschine, Arbeitsplatz für Wartungsarbeiten plus schaltet einen zweiten Arbeitsplatz im Modul für Wartungsarbeiten frei. Oh ja, ich sehe schon, da ist eine Menge zu tun. Überqueren des Lavastroms. Dann machen wir doch, dauert ca. 10. Machen wir doch das. Okay. Und da werde ich mir jetzt halt selber hinstellen müssen, nehme ich an. Oder wir bauen uns einen Forschungsdude. Natürlich bauen wir uns einen Forschungsdude, ist ja klar. Da müssen wir in den Quantencomputer hinein. Zack. Den haben wir gleich her. Keine Zeit verschwenden. Wo ist der Forschungssepp? Da ist er. Wissenschaftler. Kann neue Technologien erforschen. Außerdem sollte das sowieso immer passiv laufen. Ich habe zwar keine Ahnung, ob wir uns da vollkommen in eine Sackgasse begeben, wenn wir so schnell so viel Alters bauen, aber wir werden sehen. 26 Jahre. Finanziell war es vielleicht nicht die beste Wahl, aber Lena steht hinter dir. Sie sagte, dass sie eure Campingtrips liebt und es motiviert dich unheimlich, wie sie dir zugehört hat, als du von deinen Plänen zu deiner Doktorarbeit erzählt hast. Und überhaupt, wer sagt denn, dass man als Wissenschaftler nicht auch reich werden kann? Schauen wir mal, was der zu sagen hat. Branching in progress. Oh, der hat auch noch eine Frisur schon. Unter Brühen. Der Wissenschaftler, Jan. So. Da hat er ein bisschen. Tag ist eh so gut wie vorbei. Pflanzen wir uns ins Bett hinein. Können wir noch irgendwas machen? Metalle haben wir nicht mehr wirklich. Kann man noch was zum Essen machen? Wir haben noch eine Stunde Zeit, machen wir noch Brei. Machen wir noch schnell zweimal Brei. Bitte zweimal Brei! Was ist denn da? Das ist auch noch nicht fertig, das Ding. Wieso ist das Ding nicht fertig? Ich bin erschöpft. Ja gut. Dann kochen wir heute nichts mehr. Was ist da los? Snooze, Benny! Der miteinander ist viel zu alt, um vor dem PC zu mucken. Bürger Rage, okay, bye. Okay, bye. Da habe ich auch in Discord-Ankündigung schon reingeschrieben. Wer die nächsten 4 Wochen im Stream sitzt. Oder nicht im Stream sitzt. Schlägt normalerweise seine Schwester. Aber heute und die nächsten 4 Wochen ist er schlau und in einem kühlen Raum oder in einem Pool. So. Jetzt machen wir noch schnell auf die ganz furchtbar schnelle, was mir macht. Zuweisung. Aufgaben. Zuweisungen. Ja, Forschungslabor. Ja, wir müssen den anderen Deppen erst ausholen.
Neue Anrufe haben wir auch noch. Die haben wir uns natürlich auch. Wir haben so viel zum tun. Ich weiß gar nicht, wo wir hier sind. Lukas wird angerufen. About time. I'm in some deep shit here. So you're not at your destination yet? I'm stuck. We're stuck. There's a freaking lava river blocking our way. Do you think you can cross it? Ja, fragen wir mal, vielleicht kann er ja helfen. I don't know. Still working on it. Anyway, you can help me? I can try. I have a limited view of the surface of your planet, but there is one thing you could do. What's that? You have a lot of very useful tech on board that base. It's designed to overcome practically any obstacle. All you need is a properly trained crew. If you know what I mean. More altars. Is that all you have for me? You still don't get it, do you? That's a lot. If it helps, I have some news for you. Good news and, well, just news. Impulsstream schauen? Ja gut, das ist gut. Wenn ihr dein Handy einfällt, ich bin nicht schuld. Und ich kenne euch Pappenheimer. Zuerst die guten Neuigkeiten. Hit me with the good news first. A rescue party is being organized. Das ist gelungen, glaube ich. Organized. You mean they're not on their way yet? What the hell are you waiting for? Mr. Dosky, please, calm down. No matter how long the procession, it will always end up in church. What? Ich bin der Lukas. Just the thing my grandma used to say when I was a kid and Ja, tired of Luki, doing der my scheiß homework. Oma interessiert mich ein Scheißdreck, du Mongo. This is not about your homework. Sure. But you gotta understand, your mission got dispatched pretty far away. We still haven't mastered teleport. Du meinst, es gäbe noch andere Möglichkeiten? So, what's the other news? Well, I know you have a lot on your plate right now, but there's a request from my boss directly. Before we get you out of there, we want you to retrieve as much Rapidium as possible. Okay, da stinkt was. Schon klar, ohne Rapidium bin ich für dich wertlos. Figures. They don't want to lose their chance. Probably worthless to your higher-ups without Rapidium anyway. It's sure gonna give your rescue mission wings, if that's your kind of incentive. Of course. My boss will want to speak to you shortly. And you'll see how important it is. He's not some kind of empty three-piece suit, if that's what you're afraid of. I Who's the Van Hinden? probably shouldn't be telling you Okay. this, but it was his idea to, you know, let you in on the branching procedure. By the way, is your altar doing any better? Wir verstehen uns jetzt viel besser, viel einfacher ist es nicht geworden. Naja, doch, ein bisschen besser ist schon mal. We're getting along pretty Van well. hinten gleich. Thanks. That's very good to hear. Is this about you wanting to talk to him again? No. No, none of that. My boss put it out of my mind. Best not to mess things up even more. So, you admit it's a mess. What? No, we just... You know what? I'm not commenting on that. Talk to my boss about it. Klar, dass da irgendwas stinkt. Okay. I better get back to work then. Yes. Just remember about the Rapidium, Mr. Dulski. And wait for contact from my boss. Ja, Luki, ich glaube, dass mir wurscht ist. Dein Lebensweg wurde aktualisiert, neue Verzweigungen und mögliche Alterationen sind am Quantencomputer verfügbar. Ach du Scheiße, das werden auch immer noch mehr, oder was? Willst du mich komplett trollen? Du wirst ja nie fertig! So, was ist jetzt der Plan? Was ist der Plan? Ich gehe jetzt in die Werkstatt, bauen wir noch so ein Bohrding und dann laufen wir noch mehr aussehen. Hätte ich gesagt gehabt. Haben wir da noch eine drin? Bohrkartusche. Bohrkartusche. Wieso kann ich die nicht bauen? Ich kann es bauen. Können wir noch eine bauen? Nö. Ja gut. Dann holen wir einen Wissenschaftler noch schnell raus. Wo war der Mann? Ah ja, 2 Stockwerk unten. So, hier, da. Außer mit dem Affen. So, jetzt. Herr von hinten. Birger!
Dass das einmal einer anspricht. Meinen allerhöchsten Respekt, dass du dir das antust, uns Woche für Woche zu belustigen und das bei, in Klammern, fast jeden Umstand. Danke und auf viele weitere Montage und Mittwoche. Herr van Hinten, bin mir durchaus bewusst, ich sitze da und spiele Computer und labert Scheiße. Aber es gibt 2 Monate im Jahr, da wo ich kein schlechtes Gewissen mit Donations habe. Der eine Monat hat just begonnen und der zweite ist im Oktober. Im Juli ist es eine absolute Höllenqual und im Oktober ist es eine absolute Höllenqual und beides eine derartige Hassliebe, aber nichtsdestotrotz. Der Einzige, der dir hier Dankeschön sagt, das bin ich. An dich und alle, die zuschauen. Dankeschön, Kuss auf die Nuss. Ah, ich kann es nicht oft genug sagen, ist mir scheißegal, wem das nervt oder auch nicht. So, weck mal auf, hat schon einen weißen Kittel auch schon. Hey. Oh, er schaut so richtig gescheit aus. Merci dir, Mr. Van Hinten. Tu your heart. I'll be damned. Oh, der ist voll gescheit wahrscheinlich. Okay. Surprisingly okay. Especially considering what I'm seeing. Very clearly. Good. Do you, remember your name? Of course. But... I think you know... Gurkel, das pretty wage well ich I zu am. bezweifeln. So let's not waste time. Just tell me, how much did you find? What? How much Rapidium is there? Did we get a breakthrough? Oh, jetzt kennen Sie ja vielleicht ein bisschen mit dem Zeiger aus. Das ist nicht das Wichtigste. Ja doch, weil das die einzige Möglichkeit ist, wie wir da wegkommen. Also wir haben ja jede Menge gefunden. Yeah, you bet. There's a lot of it. Good. That's good. Das gefreut haben schon, hey? Wait, how do you know? Well, isn't it obvious? I wake up seeing someone who looks and sounds like me, which has to mean we share the same DNA. Then there's the glasses. What about them? They're fake. Probably just manufactured to make me feel more like myself, but completely unnecessary otherwise, because here I am with perfectly good eyesight in the womb module, which can Das only lead to one MAM-Modul, conclusion. bitte. That my body was created to replicate someone who doesn't wear glasses. You. And to do that, of course, you would need to have found Rapidium. Besides, I can see no other explanation for a sheep inside a space base. Correct me if I'm wrong. Das stimmt nicht, wir sind keine Kopien, du hast recht, es ist beeindruckend. Wow, you're right. It's impressive. I did create you out of my DNA. We're not identical. Also du hast der of course. DNA nicht Erinnerung. I can see you're not as quick to process information. And that's the interesting part. Yeah. Our bodies are the same, but our minds are not. I needed a scientist on board. But there's always a scientist on board. So, what went wrong? The old crew is gone. They're all dead. That's why I needed to alter myself into different versions. With the use of the quantum computer on board and something called mind records. Oh, I see. A recalculated mind based on an infinite amount of variables to contain the desired consciousness in a biological vessel. That actually sounds plausible. So, what do you need from me now? Der macht mir einen sehr fitten Eindruck. Fang's arbeiten, oder Huren! You have to get our research lab running at once. We need to make some improvements fast if we want to succeed. Then I guess the sooner I start, the better. Oh. Rot und Grün haben wir bis jetzt auch noch nicht Why don't gehört. you start with going through the mission logs? I need to get the full picture first. My thoughts exactly. Good. This might work. Dann haben wir mir das restliche Rapidium, meine Damen und Herren. Das ist einmal... Ja. Oh, schön, der weiß sich selber zu. Der Techniker möchte mit mir schmatzen. Wo ist der wieder? Da ist der Techniker, Sepp. Da geh her. Warum ist er so grantig? Oh, ich sollte mal so Filterkartuschen rein, oder? Versuchen ihn zu beruhigen. Hey man,
You're clearly angry. Engi. Meaningless small talk will only make me more angry. Oh. So maybe we can talk about something meaningful. What calms you down? Punching that smirk of yours would definitely do the trick. But if you really need to know, walking it off, I guess. It ain't stupid if it works. Maybe you should punch me. Why not? Let it all out. You don't want that. Trust me. So dem gefallen, Jay. But I appreciate the offer. Jetzt ist wieder besser drauf, Jay. Mit dem Wissenschaftler kann man jetzt auch noch mehr reden, aber jetzt gehen wir mir erst, der Wissenschaftler ist nicht weit weg, dann schmeißen wir mit dem auch noch schnell. Was sagt er? Das ist ein Teil des Spiels, diese Dialoge und die wahrscheinlich in diese verschiedenen Charaktere ein bisschen hineinzuversetzen und dass die ans Herz wachsen und ich kann mir schon vorstellen, was am Schluss irgendwann passiert. I found something peculiar on the planet. Er kann sich mit Anomalien What exactly auskennen. was Haha! peculiar about it? Everything. It was like a local distortion of reality. And it seemed to be emitting strong radiation. Yes. I could have expected to come across something like that sooner or later, according to reports from previous missions. Unidentified sources of radiation, unexplained electromagnetic field anomalies, distortions of matter, space, or even gravity. Bernie, hundertprozentig. According Hundertprozentig. to a bold theory fleshed out by Professor Frankov, they may be instances of the so-called interral. The what? Interral. In very simple terms, it's a non-coincidental superposition of potential universes. We don't know exactly why it occurs, but observations prove that under certain, not yet specified conditions, two or more parallel landscapes can coexist within a common quantum field, creating a so-called proximity plane. Was? Ich halte mich besser davon fern. Whatever it is, doesn't sound like something I'd want to walk into again. Yes, it's fascinating, but it can be dangerous. If, and I stress if, Professor Frankov's intuition is right, then the distortion you have encountered could have been a puncture point, the spot where the proximity plane intersects with our observed universe, subverting its physical balance and distorting the rules of Newtonian mechanics. Gott, ihr habt doch gesagt, der ist mit Sicherheit voll schlau und ich voll behindert. Inform me at once if you come across another one. Okay. Ja gut, Lavastrom. Erforsche eine Lösung, die hilft, den Lavastrom zu überqueren. Das macht unser Wissenschaftler. Suche nach weiteren seltsamen Phänomenen. Gut, interessiert eigentlich auch keinen. Die Frage ist, was wir jetzt da draußen eigentlich da sollen. Fangen wir nochmal das Farmen an mit dem Zeug, oder? Ich meine, was darf man sonst? Rennen wir mal. Machen wir jetzt so. Da können wir uns natürlich nicht hinporten, das ist, oder? Nein. Das wird auch wieder mitgenommen dann. Da hätten wir Rapidium vorkommen. Da kann man so ein Bergding einbauen. Ich weiß nicht, wie lange wir da noch sind. Wir haben ja da nämlich alles da, ja. Wir haben ja da das, und ich möchte wetten, da haben wir oberflächennahe mit Mineralien. Kann man die, nein, die kann man ohne. Die kann man ohne Raffinerie abbauen. Da kommen. Probieren wir mal, ob wir da raufkommen. Wenn nicht, laufen wir da um, bauen wir das Ding ab, das machen wir kaputt. Und das da machen wir auch alles kaputt da. Wir haben jetzt 3 Bohrer und weiter geht's dann nicht mehr. Da darf es noch weitergehen, glaube ich. Was weiß ich nicht, was das bringt. Naja. Da müssen wir Pylons bauen. Da müssen wir Fake-Pylons bauen, oder bis wir da raufkommen. Da kriegst du einen Vogel. Weit kommen wir ja niemals. Wie der man da jetzt am geschickten. Wir porten uns da her, schauen wir, ob wir das da wegspringen können. Wenn nicht, gehen wir da sprengen wir das weg. Sammeln wir unsere Pylons da ein, nehmen wir den Scheiß direkt noch mit und schauen wir, dass wir so einen Reisepylon nochmal da herkriegen, beziehungsweise dass wir nochmal so einen Außenposten irgendwo da herbringen. Und
Tja, dann werden wir schon sehen, was wir da. Ich gehe schwer davon aus, dass wir, wenn wir das jetzt erforscht haben, wenn wir mir über diesen Lavastrom drüber kommen, dass wir mir entweder angereicherte Metalle oder eben diese Oberflächenmineralien. Pylons reichern weit, 3 bis 4 Stück soll. Ich sehe ja doppelt weit das reichern. Herzlichen Glückwunsch. Jetzt bin ich mit meiner Maus an Tastatur nicht gefahren und hab geklickt. Gehen wir da um. Also sie gehen weit, aber nicht unendlich. So, zack, das Böhnchen. Jetzt probieren wir erstmal, ob wir mir das Ding da oben in die Luft springen können, während wir da herunten stehen. Ich sehe nämlich keinen anderen Weg, wenn man da hinkommt. Warte mal. Und das von da herunten? Nein. Gut. Dann gehen wir jetzt da auf, sprengen wir das weg und holen unseren Reisepylon wieder. Wobei wir uns das sparen können da oben, das wegsprengen, glaube ich noch. Gehen wir gleich unten rundum. Pylon! Ich verstehe immer noch nicht, was ihr für ein Problem mit Pylon habt. Verstehe ich nicht. Was ist da jetzt wieder gestanden? Kein Platz für organische Rohstoffe. Achso, ja gut. Sagt sie Peilen, oder was ist denn? Ich weiß, das habt ihr mir letztes Mal schon gesagt. Ich verstehe es trotzdem nicht. Warum ich mittendrin das englische Wort erschöpftes Vorkommen? Wie erschöpftes Vorkommen? Deine Mama, bloß weil deine Mama Pylon ist, ich verstehe es nicht. Pylon. Was hab ich gesagt? Ich verstehe es trotzdem nicht. Nein, ich verstehe es nicht. Da sagt das, für was das alles gut ist, wenn mir ein Chef zuschaut. Jetzt Steffi, ich hab von einem auf den anderen Tag aufgehört. Ja, Respekt. Ich glaube, ich rauche jetzt seit... Ist nicht mehr weit hin, dann sind es 30 Jahre. Herzlichen Glückwunsch. Lalalala. Da kommen wir auch wieder drauf. Wir laufen mal links rundum. Die meisten ziehen in der Aussorgers O. Quasi Pylon. Du meinst quasi, weil ich nicht Pylon sage, sondern Pylon, ist mir das scheißegal. Was ich jetzt sage, deine Mom seine Gichtachsen. Ja? Die gehen auch 30 Meter weit. Nicht deine, Jessie. Deine nicht. Alle anderen schon. So. Sag mal, ein Lebtag lang sag ich schon Pylon. Scheißegal. Was ist noch was? Scheißegal. So, auf damit. Da noch was zum Holen. Erschöpftes Vorkommen. Das hätten sie dann auch ausblenden können, wenn du mich fragst. Aber mich fragt ja keiner. So, dann nehmen wir mit dem Gichtachsen 1 entfernen. Da müssen wir jetzt schnell auf, für das hilft nicht, das kostet uns 2 Energie, zur Not nehmen wir eine Batterie. Scheiße, da müssen wir noch mehr aufhängen. Metalle! Ja, mehr Metalle, mehr gut. Alles wird mitgenommen, das hilft nicht. Den nehmen wir jetzt mit. Blub. So. Ich gehe jetzt da nochmal oben. Schauen wir diese Anomalien nochmal an. Da komme ich sowieso auch nicht durch, um das da hinten wegzuspringen. Aber da darf es noch weitergehen, oder was? Ah shit, ich weiß nicht, ob man da... Ich probiere es jetzt einfach mal, es hilft ja sowieso nicht. Jetzt da mal... Nein, da kommt man auch nicht durch, glaube ich. Da kommt man überall nicht durch, das gefällt mir alles nicht da. Ich probier's trotzdem. Gehen wir da rauf. Super, was tue ich da? Was genau machen wir hier? Ich weiß es nicht. Da unten sind überall so Brocken umeinander, die habe ich schon gesehen, aber ich mag da nicht umeinander pümmeln, weil sonst... Irgendwie darf mich ja schon interessieren, was in diesem Anomalien-Scheiß passiert dann, aber irgendwie interessiert es mich auch nicht, sag ich dir, wie es ist. Mitnehmen der was einmal. Oh, Frachtabwurf. Okay, nein, nicht riskieren. So, da haben wir wieder was gefunden.
Beschädigter Chip. Nehmen wir mit. Nachverfolgen. Eine Art Maschine. Jetzt ist so noch. Da geht's ja noch Vollgas weiter. Warte mal. Geht's da auf. Oh! Anomalien weg. Kontrolle langsam zu gehen. Nein, wir gehen wir da. Abhauen haben wir nicht unendlich Zeit. Da ist nochmal was zum. Was haben wir da? Markierte Karten. Nachthimmelprojektor. Ein billiger Projektor, der Sterne an die Decke projiziert. Markierte Karten, billige, abgenutzte Spielkarten, die ich an einem Kiosk neben meiner Schule gekauft habe. My stuff landed here. Da ist ein Metall. Ich will es haben. So, können wir jetzt da durchschleichen? Sehe ich das richtig? Ich meine schon. Ja. Gehen wir da außen. Oh shit, jetzt wird's. Wenn wir es da außen rundum. Da geht's. Ja. Die nehmen wir noch schnell mit. Da fallen nämlich habe ich gleich 60 Stück aus. Das ist wirklich. Oh, nicht so behindert umeinander laufen. Das war's oder was? Nein. Da geht's auch noch auf. Nicht genügend Energie. Jetzt warte mal. Wir haben so eine Batterie, die nehmen wir her. Dann rauf da. Dann haben wir nochmal was gefunden. Ich weiß immer noch nicht, für was das Zeug gut ist, aber ich glaube, das kann man uns in die Alters geben. Menschen, die immer deine Sätze beenden. Zwei Freunde beenden ständig die Sätze des anderen, aber können sie jemals damit aufhören? Verstehe ich nicht. Ach, das ist ein Film. So, wo haben wir jetzt da? Das ist wieder irgendwas komisch. Kruzifix, wo sind wir da? Wir sind am Arsch der Welt. Wenn wir da hinten drin. Einmal können wir uns noch irgendwo auftüdeln. Was werden wir da hinten jetzt finden? Der IHC sitzt auf Kos, alle sind im verdammten Urlaub irgendwo und ich sitze da und baue der Mami eine Stempen auf. Was ist jetzt passiert? Irgendwas hat geblinkt, ich weiß aber nicht was. Ja, oh. Her mit dem Schund! So, das geht. Oh Gott, erhöhte Strahlung in den Minuten. Fuck, wir sollen nicht jemals heimkommen! Ah! Okay, jetzt Meuterstift. Oh shit, wir sollten nie auf die Schnelle durch die Anomalien durchkommen. Oh Kacke. Oh Kacke. Oh Kacke. Oh Kacke. Oh Kacke. Das nehmen wir noch schnell mit. Oh Kacke. Und scheiß Filterkartusch, da Mann in der da. Oh Gott, Mann, die. Oh no. Oh Scheiße. Da sagt man es nicht gescheit. Ja. Ja. Okay, so, Abflug. Ja. Okay. Oh shit, Alter, jetzt darf es wirklich schnell gehen. Halt, stopp. Können wir da irgendwo. Das ist ein so einziger Scheiß. Haben wir nur so ein Boarding? Ja, 2. Okay, Vollgas. Vollgas! Bitte nicht in eine Anomalie! Bitte nicht in eine Anomalie! Bitte nicht in eine Anomalie! Nein, Anomalie! Schneller, 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 schneller! Bau das Ding! Bau das Ding! Bau das Ding! So! So, Abflug, Abflug! Meine sehr verehrten Damen und Herren, Abflug! Nochmal kurz schauen, was ist kürzer? Wo sind wir? Rechts um ist unser Außenposten für organischen Scheißdreck. So, hier runter. Ja, easy, Alter, das war alles geplant. Ja, war alles geplant. Oh, noch 10 Sekunden, da stehe ich noch da und baue noch was ab, pass auf. So, hier. So, oh, Strahlung. Oh, ja, ich geh schon. Bin schon fort. Hoppala. Oh, jetzt haben wir schon im letzten Drittel. So, wie der wir jetzt da? Jetzt müssen wir erstmal Sachen bauen. Das ist einmal das Erste. Wo tut man Filtersachen rein jetzt? Pass auf. Produktion, nö, Forschung. Ja, weil das ist ja schon bei 90% schon hin. Alters, das habe ich immer noch nicht ganz verstanden, was das bedeutet da mit den 9 Stunden, 7 Stunden, aber ist egal. Produktion, Zuweisungen, das ist alles nicht. Wo waren das, glaube ich, wo man die Filter reinstecken kann? Nicht in der alte. Maschinenmodul. Was ist Maschinenmodul? Kommandozentrale? Irgend sowas, hä? Ja, bevor wir uns aufhören, schauen wir noch. Schauen wir einfach noch. Hilft euch nicht.
Das war's nicht. Das war's auch nicht. Das war's auch nicht, aber da können wir ein paar Sachen in Auftrag geben. Zweimal Bohrkartusche. Und einfach einmal einen Strahlungsfilter, einfach weil wir es kennen. Stimmt, was ich noch nicht erklärt habe, weil gerade jemand fragt, das da unten, das ist quasi die Zeit am Tag. Und sobald das da in das wie sagt man, in diesen gestreiften Bereich reinkommt, die Zeit, dann kommt auf dem Planeten kommt die Nacht mit ganz furchtbar viel radioaktiver Strahlung. Das heißt, dann ist da mein Tag draußen beendet und dann habe ich noch so 2-3 Stunden, was in-game eine Minute ist, um noch ein paar Sachen zum Erledigen. Luftschleuse Forschungslabor, den Chipkosten am Forscher geben, der Tüftel des Brauchbaus, da die Flotte. Frau Richter! Spoilergefahr. Nein, natürlich nicht. Aber ich kann nicht. Ich kann nicht. So, how are you? Settling in all right? Settling in is overrated. I analyze reality from wherever I am, however uncomfortable the angle. There's always an observation to be made. I'd love to hear what you managed to observe. This place is not run optimally. Keine Sorge, ich mache das schon. Ich folge einfach dem Elicorp-Protokoll. Kannst du mir sagen, wie ich sie besser betreiben kann? Vielleicht freut er sich, wenn er mir helfen kann. Yeah, I know. I wasn't trained to command a mission. But now that you're here, with your experience, I'd love to pick your brain. Do you think you could mentor me? Good thinking. First of all, you need to set long-term goals and draw up a roadmap for each of them. Remember to include all unpredictable variables in the equation. That way you can have contingency plans at the ready for each instance. All right, slow down. Prioritize resources. Do not waste time on idle conversations with the crew. Hide the booze. Don't be cheap on coffee. That slow enough for you? Kein Alkohol, auf keinen Fall! No way I'm dropping the booze. Don't you ever have fun? Oh, I do have fun. When I'm celebrating success. A situation that you're probably not familiar with. Truth is, jetzt machen wir langsam da, mein Freund. Sonst landet mein Hauptschulfaust in deiner Gymnasiumfresse, du Mongo. It would make things so much easier if it existed. Yeah, I understand how lousy that must feel. Maybe kannst du es im Altersmenü gedöns machen, ja, schauen wir mal. But I hope we're not gonna sit around crying about it. There's work to be done. Here and now. That's true. Well, let's get to it then. Im Altersmenü sagst du, ja, irgendwas dämmert schon. Jetzt warte mal, gehen wir mal auf Erm da. Minimale Strahlung, keine Verletzungen, ihr seht zufrieden aus. Na. Im Lager vielleicht? Wo haben denn diese ganzen Dinger? Die haben ja da. Ja, wir haben auch dem anderen, also unserem ersten Alter, dem haben wir auch in einem Dialog irgendwann das Ding geben. Wahrscheinlich muss ein bisschen Zeit vergehen. So, aber ich wollte immer nur herausfinden, wo zur Hölle man diese Filter-Dinger einbauen kann. Maschinenmodul vielleicht, hä? Machen wir mal Maschinenmodul, was kannst du? Wartungsarbeiten, Arbeitsplätze mit geringem Ausfallrisiko anzeigen. So, da. Aber wie tut man da so einen rein? Einfach so. Zeigt man das irgendwo, wie lange das die noch halten? 99%. Geht dann da unsere Strahlung aber, müssen wir beobachten. Aber haben wir eh nicht mehr recht lang, jetzt haben wir noch eine halbe Stunde bzw. eine halbe Minuten, da können wir auch nicht mehr recht viel machen. Wir sollten noch Sachen bauen, ab in die Kommandozentrale. Machen wir so. Was können wir noch bauen, was irgendwas bringt? Bauen. Gewächshaus, Werkstatt, Raffinerie, Schlafsaal, Lagermodul klein. Aufenthaltsraum kriegen wir noch nicht, da brauchen wir diese Mineralien. Eine hydroponische Farm, in der Gemüse mit Hilfe von Rapidium in Rekordzeit wächst. Dank der Köstlichkeiten, die erwachsen, musst du zumindest für eine Weile keinen Brei mehr essen. Brei kann man mal bauen, ja. Und da angereicherte Metalle in Metalle und organische Stoffe umgewandelt. Dank hochmoderner Technik stellen die oft radioaktiven bzw. toxischen Rohstoffe keine Gefahr mehr dar.
ist jetzt auch nicht so wichtig. Aber die Krankenstation war natürlich wichtig, aber da ist noch sehr weit hin. Die Mineralien, ich glaube, die kriegen wir auch noch nicht so richtig. Wir müssen, was sagen unsere Aufgaben? Erforsche, warte mal, mal schnell die optionale Aufgabe noch dazu. Ein Geheuer zeigt das Gerät dem Techniker. Müssen wir nochmal zum Techniker. Beziehungsweise hätten wir wahrscheinlich vor Anfang an zum Techniker müssen, anstatt zum Wissenschaftler. So, jetzt hopp, wir haben noch mal lang. Aber wo ist nicht? Nein, die haben wieder unten, kommt sie fix. Nach unten, Mr. Techniker, wo bist du? Da bist du. Oh, wirklich, ich habe ein merkwürdiges Gerät Look what gefunden. I found. Any idea what it could be? Bauen wir uns in die Sachen morgen. Let's see. It looks like a qubit chip. Qubit chip? Yeah. Like an enhanced storage for quantum computing operations. It could be useful for increasing the efficiency of our QC unit. Not to mention accessing new tech in the research lab. Es sieht kaputt aus. Soll ich ihn einfach anschließen? So, I just plug it into the QC? Plug it into whatever you want. Won't do much. It's dead. Ja, Techniker, ja, labert nicht. First. Duly noted. So, irgendwann ist modern. Jetzt sind wir erschöpft. Kann man eigentlich, ist man dann am nächsten Tag auch erschöpft? Das mag ich jetzt mal ausprobieren. Also jetzt überziehen wir mal ein bisschen, gehen wir noch nicht einmal ins Bett, jetzt bauen wir mal noch das Ding da. Ach du Scheiße. Ja, machen wir es doch morgen. Ich hab da einen Haufen Zeug zum... Oder der wir mal ein bisschen, bis um 12 Uhr. Machen wir so. So, und jetzt gehen wir ins Bett. Würde mich interessieren, was passiert. Und wir schauen mal drauf, ob die Radiation vom Techniker und von mir zurückgeht. Achtung. Achtung, Achtung. Brauchst du dann nicht noch mehr Betten? Unten sind 4 im Schlafsaal, glaube ich. Also noch gelangt's, glaube ich. Der Techniker und der Wissenschaftler streiten, unser Radiation ist minimalst zurückgegangen und es feiert ein bisschen was von unserem Tag, tatsächlich. Die streiten, mein Gott. Was kommt denn da jetzt für Man, I'm telling you, we need it. hochwertigere Nahrung? Die Alters streiten über die Qualität der Nahrung, die sie bekommen. Der Wissenschaftler will weiterhin Brei essen, während der Techniker regelmäßig hochwertige Mahlzeiten fordert. Keine Änderungen, mindestens zweimal eine hochwertige Mahlzeit in den nächsten 5 Tagen. Verdammt nochmal! Aber was ist denn der Technik eigentlich für ein Hurensohn? Alle anderen haben eigentlich normal einigermaßen beieinander, aber dafür brauchen wir jetzt einen Botaniker und das andere klumpt und dann muss was wachsen und keine Ahnung. Brei, Kack auf den Techniker huren, das wollte ich lesen, dankeschön. Und was schreibt Maria noch? Du kannst mit deinem Außenposten nach Mineralien graben, rechts in der Map. Ja, dachte ich mir schon, aber ich bin noch nicht so weit. Ich muss mir erst noch einige Sachen bauen. Unter anderem also scheiß Pylons und keine Pylons. Ja? So ist mit's Fleiß. So, jetzt bauen wir erst einmal die Sachen und schauen wir, wie viel Zeit das verschissen wird. Vielleicht sollte man einen Tag einfach einmal lang nur was bauen. Ach, der Strahlungsfilter dauert ewig! Und unser Essen geht auch aus, das ist das nächste. Vielleicht soll ich da einmal irgendjemanden zuweisen, hä? Zuweisungen, Forschungslabor, deine scheiß Wartungsarbeiten geht sowieso nicht kaputt. Was ist denn mit dir eigentlich? Hau mir ab jetzt da. Was? So. Du baust uns jetzt die Sachen. Ja, du solltest das tun, now. Wir brauchen einen Bergbauaußenposten. Wir brauchen Haxenstempen von deiner Mom. Ein Stück geben da immer 4 aus. Also haben wir 4? Das ist die Anzahl, die wir haben, gell? Und in der Packung kämen 3. Sag ich dir jetzt, was ist, da baust du jetzt aber 2. Und so ein Reisepylon, wie kann ich einen sichern bauen oder kommt das im Paket? Ein Reisepylon und 2 kleine, werden wir herausfinden. 2 Batterien haben wir noch, 3 Bohrer haben wir noch, mehr werden wir nicht brauchen, einen Strahlungsfilter, der wir... Was ist mit dem Chip? Der Qubit-Chip. Den müssen wir mit dem Techniker schmerzen, oder? Habe ich das richtig verstanden? Warte mal.
Lager. Haben wir da jetzt den Qubit-Chip herin? Ja, tatsächlich. Repariere einen beschädigten Chip, um den Quantencomputer verbessern zu können. Dann gehen wir jetzt mal nur zum Quantencomputer und verbessern wir den. Vielleicht können wir auch da noch was bauen. Warte mal, bauen. Gewächshaus, Raffinerie, das bringt alles. Das kostet das Gewächshaus. Kostet übrigens auch 20 vom Rapidion. Da kannst du mich mit dem Arsch lecken. Du kannst mich mit dem Arsch lecken! So, rein in den Quantensepp. Schauen wir mal, kann ich da irgendwas machen mit dem Qubit? Qubit-Verbesserung verfügbar, Stufe 2. Ich weiß nicht, was es bringt, aber rein damit. Rein damit! Qubit-Level verbessert, Stufe 2. Was passiert jetzt? Sonst noch jemand? Verbessere den Quantencomputer. Kriegst du ein Achievement. Was genau hat das jetzt gebracht? Quantenplätze. Ach, es bringt Quantenplätze. Zeigt ihr das herum? Ja, bin ich nicht gewohnt, dass ich da herumhänge, habe ich die. Haben wir da jetzt einen zusätzlichen Slot gekriegt? Habe ich das richtig verstanden? Und so wie mir das anschaut, wird die nächste Person der Botaniker. Damit wir mir da brauchbares Essen auf den Tisch kriegen. Und in die Werkstatt. Warte mal. Mag ich jetzt auch schnell probieren. Forschung. Mission Überqueren des Lavastroms. Erkundung. Hub-Peilen. Schaltet einen Hub-Peilen frei, der eine viel größere Reiche hat als ein normaler. Günstiges Klettern, bringt Energie. Ja. Sondenkapazität. Die Anzahl der Scannersonden steigt auf 8. Die Verbindungsreichweite zwischen den Sonden ist größer. Ja, kostet es was? Na. Wirtschaft. Effizientere Förderung, ALX-Organikumwandlung, schaltet die nötige Technologie frei, die für die Umwandlung von ALX in organische Stoffe in der Raffinerie benötigt wird. Soweit sind wir noch nicht. Nicht-Metalleffizienz. Effiziente Metallförderung. Basis. Alter, Basiserweiterung 2. Erweitert die Basis, wodurch mehr Platz zum Anbau weiterer Module entsteht. Erweitert außerdem die Größe des organischen Stofftanks auf 450. Arbeitsplatz für Wartungsarbeiten, Fitnessraum, Erholungsraum, Lagermodul Mittel. Was fangen wir da an? Je früher, dass wir das und das tun, desto schneller, desto früher bringt es auch was. Effiziente Metallförderung oder man nehmen die effiziente Metallförderung. Und danach dann diese Mamhaxen und dann passt es so. Mr. Blackhawk! Was ist da los? Mittendrin oder was? Das soll spät. Es ist halt wirklich eine sehr späte Stunde schon. Es ist halt schon wieder 3:15 und kein Mensch weiß, wann es das geworden ist. Herr Blackhawk! Welcome to the Squad. Merci für die Mitgliedschaft. Kuss auf die Nuss HB. Ab in den Chat. Habe die Ehre, Mr. Blackhawk, wenn ihr mitmacht. Ist ein gestungene Arschkrampen. So. Hammer! Unser Rapidium sparen wir uns noch. Unser Lager ist so gut wie nicht ansatzweise voll. Und die Frage ist nun, wie viel so Stempen-Scheiße haben wir jetzt? Das heißt, wir haben einen Reisestempen und einen kleiner Stempen. Das langt uns nicht. Das bringt also nichts, wenn wir jetzt rausgehen. Warum ist denn der nicht in der Werkstatt und baut das Zeug? Ich krieg einen Vogel mit dem Typen. Techniker Jan bei der Arbeit. Wo ist denn der bei der Arbeit? Möchtest du mich verarschen? Es dauert eine Dreiviertelstunde, bis der fertig ist. Tu den nochmal weg. Oder was kämen mir dabei draußen da ohne das Zeug? Warte mal. Luftschleuse ist links. Was kämen wir dabei da ohne das Zeug heute noch? Eigentlich nichts mehr. Wir können nur mal probieren, ob wir da hinten irgendwie weiterkommen, aber ich sehe da noch keinen Sinn nicht. Noch nicht so wirklich. Mein Plan war jetzt mal das Rapidium, also da noch ein Bergbau-Ding herzubauen. Und dazu müssen wir Pylonen bauen, das hilft nicht. Es hilft nicht, dann müssen wir ihm da Zuweisungen, gehst mal wieder Küche, Techniker Jan, der ist ein wenig verstrahlt, aber das hilft uns sowieso nichts. Und dann bauen wir uns das Zeug, dass es einfach auch schneller geht. Ja. Und dann gehen wir Küche, tust du mal
2, wie viele Leute haben wir mittlerweile? Wissenschaftler, Bergarbeiter, Techniker, I, 4. 4. Hier. So. Zuweisungen. Was genau bringt's denn eigentlich? Was bringt's denn eigentlich, wenn der in der Kirche steht? Weiß man nicht. Der soll ja verdammt nochmal in die Werkstatt gehen und das Essen bauen. Bau den Brei, mein Freund. So. Jetzt reißen wir mir in der Zeit draußen nur irgendwas nicht, gell? Und bauen wir es selber, weil es nicht hilft. Das nervt. Das nervt hart, dass ich da nicht einfach hingehen kann und sagen kann, Maestro, ich werk jetzt da. Sondern ich muss ihn jetzt wieder rausschmeißen. Kriege ich einen Vogel. Warteschlange leer nicht zugewiesen. Hä? Ach, das wird der Kuche zugewiesen und man muss das in der Kuche herstellen. Ja, jetzt macht's Sinn. Ja, dann bin ich schon wieder Starter. Dann gehen wir mir in die Küche und stellen wir das Ding her. Weil bis der schaut, dabei geht Welt unter. Und meine Boys haben schon Feierabend. Was generell ja in Ordnung ist, aber wo ist denn die Kuh eigentlich? Ach du Gott, die komme ich überhaupt nicht mehr aus. Die war vorher, Gott sei Dank bin ich nicht komplett geistig behindert. Nur leicht geistig behindert. Die Kuh war vorher oben links. Das weiß ich schon noch. So, nein, das haben wir. Muss ich da hingehen. So. Das haben wir noch schnell durch. Du bist müde? Wieso zum Fick bin ich müde? Ich mach jetzt noch schnell das Essen bis um 10 Uhr und dann gehen wir ins Bett. So, jetzt gehen wir ins Bett. Nein, das machen wir noch fertig. So. Und den Rest. Wir haben ja immer noch so viele Metalle. Wir haben ja immer noch so beschissen viele Metalle. Haben wir mir einen Bergbauaußenposten? Ja, haben wir. Und baust einmal gleich ein Seersbackerl nochmal und ein Seersbackerl nochmal und einen Strahlungsfilter baust du auch nochmal und ein Reparaturset baust du auch nochmal und ein Dings baust du auch nochmal. Nein, die baust du nicht. Nein, die Anzugbatterie bauen wir nicht. Und organische Stoffe brauchen. Deine Dudes haben schon Feierabend, weil es so verstrahlt warst, das vermehrt Erschöpfung. Ah, okay. Hat man das Spiel wahrscheinlich ja irgendwann mitgeteilt. Also habe ich einfach gekonnt wieder mal vergessen. So, nächster Tag. Und jetzt bauen wir uns da hinten in Richtung Rapidium und bauen Rapidium ab, bis wir kotzen. Bis wir kotzen. Tag 13! Die Sonne ist weit entfernt. Suche nach weiteren seltsamen Phänomenen, sprich mit dem Wissenschaftler. Okay, wo ist der Wissenschaftler? Oben. Vielleicht hat er einen Plan, wie man... Ist der Wissenschaftler da bleiben? Bist du mit deiner Forschung fertig? So, did you find a solution to our problem? Yes, it's super simple. We'll build a bridge. Oh, just like that? Well, it can't be a regular bridge, of course. We don't have the time nor the manpower to accomplish that. However, there is a certain technology that came to my mind. Superconductive bridges. Bis der Mate 15. Schlafen Sie gut, hauen Sie sich aufs Öhrchen, der Basti genauso. Habe die Ehre, merci fürs Zuschauen. Mr. Blackhawk, merci für den Resub sofort hinten neu. Danke fürs Tröten, so neu bin ich jetzt auch nicht mehr Bussi aus der Steiermark. Ich wollte gerade sagen, da stehen 21 Monate. Bei mir steht da aber beim Blackhawk 5 become a member. Weiß nicht, was da wieder los war. Ja, Blackhawk, trotzdem Kuss auf die Nuss, danke für die Tröte, merci fürs Habitäre sagen. War nicht nötig gewesen. Ja, jetzt muss ich nochmal schnell kurz nachlesen, was er gesagt hat. Entschuldigung. Es gibt jedoch eine bestimmte Technologie, die mir in den Sinn gekommen ist, supraleitende Brückenanker. Die könnten uns erlauben, schnell ein leichtes, aber dauerhaftes Gerüst über unser Hindernis zu spannen. Klingt gefährlich, klingt schwierig, klingt aufregend. Wow, great. Sounds exciting. Yes, but... Oh, here we go. Cut out the sarcasm. It's not my fault this excursion was prepared by a dilettante. Blueprints for the anchors should be standard equipage for every mission since Project Versant went live. But not on this one. They should fire the logistician, if there ever was one. Stop moaning, will you? Just tell me what to do. You're right. Let's act. You are in touch with mining operations, right? Yeah, I am. Why?
Next time you talk to someone from mining ops, tell them to send over the anchor blueprints from Versant. Once we have them, things will go back to super simple. You'll see. Alright, will do. Ja, ich habe so den Eindruck, und da geht's dann auch in die Quests weiter, bevor wir mir jetzt da einfach willkürlich irgendwo irgendwelche Scheiße hinbauen. Dass wir mir da jemanden anrufen müssen, ja. Hallo, Maxwell! Wer immer der Maxwell ist. Hello? Jan Dolsky. Oh, ist das der Chef? I've been impatient to meet you. Yeah, sure. You that big fish Lucas was mumbling about? Terrence Maxwell. But yes, I am both his and your superior at mining operations. Wieso kennen wir First of den all, nicht? my heartfelt condolences. Die haben uns doch Losing the hergeschickt, whole oder crew nicht? must have been hard on you. Not really. Barely knew them. Well, we are all grief-stricken down here. But also excited and proud of what you have achieved. I hope you grasp the significance of your discovery. So, do people know I found Rapidium? We're keeping the news within a very limited circle. It's only wise for the time being. Of course. Yeah. No reason to get everyone hyped up. I'd still fail. I can see you're a grown man, Jan. And you understand the stakes. I don't want to put pressure on you, but... failure is not an option. That's why you had me create my altars? You'd rather let me lose my mind than lose the Rapidium? It was a long shot, I admit. But we were saving both. Rapidium and you, Jan. Do you think it was a mistake? Das Battle passt irgendwie nicht zu seiner Stimme. Nein, ich bin froh, dass ich es getan habe. Ich habe gemischte Gefühle. Ich glaube nicht, dass ich Ihnen wichtig bin. I think you're bullshitting me. What if I hadn't found Rapidium? You'd never go to such lengths to save me, would you? What if? People like to use that phrase a lot, don't they? Well, you can actually learn the answer to that question. Many would envy you. Let's just get one thing straight, Maxwell. I know you expect things of me, but I'm no hero. Ah, heroism. Are you familiar with the works of Albert Camus? Albert who? A great writer and philosopher. Camus believed heroism was easy, accessible. For him, it was living a normal man's life that was a true challenge. Being decent. Doing the right thing. You are the first person to prove that we can actually excavate Rapidium in quantities that can really make a difference. A dream the biggest corporations have been chasing for over a decade now. Constantly failing. You say you're not a hero? Habt ihr halt eigentlich schon wieder auf den Like-Button draufgedrückt? Hä? Morgen. Well, maybe I don't need you to be one. Bitte betätigen Sie jetzt den Like-Button unter dem Video. Dankeschön. Man, Jan Dolsky. Well, that doesn't sound so bad. Thanks. Of course, I would lie to you if I said your work is done. You've probably noticed how different Rapidium looks in reality than on the training materials they showed you. Why is that? It changes form constantly. Its chemical structure is so volatile that it is almost impossible to capture two particles in the same state. A fleeting substance. Spectacular. But also very unstable. So, you're afraid the Rapidium I found might not withstand the journey?
I know it won't. That's why we came up with a special container for it. An Ark. You mean like a box? A hermetic module dedicated specifically to storing and transporting rubidium. We have Instant blueprints Fuchtskleider aus dem Stream raus. Lucas should send the necessary data over to you by the time we finish talking. Constructing a rubidium Ark should be your primary focus now. Listen, you're very convincing, but I'm afraid I just won't have the time to do it. I need to find a way forward before the sun comes up. You're losing faith easily. Look how far you've come. You survived the landing. You found rubidium. Then you branched yourself and managed to get the base moving. Would you really be happy with yourself if it all went to waste? Waste? Wow. Is that what you consider saving my life? Your life, my life. Let's face it, all it is a predetermined string of events, distorted with myriads of random, meaningless decisions. We spend centuries looking for some kind of sense in it, some kind of meaningful pattern or recipe. Still, no satisfaction. Alter, was labert denn der für eine Scheiße? Ist das der Kojima oder was ist denn mit dem Typen? Wieso ist das unser Chef und wir kennen ihn nicht? Was, hä? To make a leap in our understanding of reality. What can I say? I don't know. But whatever. Mein Gott, laber mich nicht voll und sag mal, wie ihr Brück baut, du Vollidiot! I think these are rare moments that matter. Moments, weiß ich nicht, hast du Schwanz im Maul? Was ist denn mit dir? Lucas said you had questions. Is there anything you'd like to ask me? Na, nein, keine weiteren Fragen mehr. Es ist mir echt scheißegal, du hast mich gerade behindert geredet. Then we only have one more issue to clear. What's that? Na, nicht nur mehr Wort, na. You can trust me and Lucas completely. Ja, es hat der Hitler auch gesagt, du Volltrottel. Oh Gott. Ja, du kannst mir und dem Goebbels vollkommen vertrauen, falls überhaupt nichts. Aha. Falls sich jemand anders bei dir meldet, darfst du dieser Person auf keinen Fall von der Existenz deiner Alters erzählen. Verstanden? Das werde ich nicht. Ja genau, du kannst übrigens mir auch vertrauen. Schau mich an. Bruder, wenn ich nicht ausschreibe, die vertrauenswürdigste Person auf dem Planeten, dann weiß ich es auch nicht. I get it. I won't. Good. You need to be aware there are no procedures at the ready for this sort of situation. At the end of the day, it was your decision to branch yourself. Treading carefully is in your best interest. I don't like the sound of this. Rubidium Ark, Jan. That's what you should focus on right Kannst du now. deine scheiß Arche in den Arsch The schieben? secret is safe with me and Lucas. Ja, super Geheimnis, ja, Once we come back with the remedy for Earth's ailments, nobody will think of punishing you for how you got it. Remember, Was heißt denn bestrafen? Ich hab überhaupt nichts da. Was laberst denn du? now I really have to go. Ja, Gott sei Dank! Pleasure talking to you. Ja, große Freude, mir We'll auch. talk more, I promise. Ja, hergottselig. Till then. Ja, until then, wann, was weiß ich, du. Baue die Rapidium-Arche. Wie? In der Werkstatt werde ich die nicht zusammenzimmern. Wie? Zuweisung. Werkstatt, Techniker. Forschung. Abheilen. Passt. Neuer Tag. Suche nach weiteren seltsamen Phänomenen der Wegfahrer an. Holen Sie sich die Brückenanker Blaupausen vom Unternehmen. Ja, wieso in diesem Hä? Da waren wir schon. Ja, wie soll ich das machen? Ich muss ja irgendjemanden einfach anrufen, oder nicht? Kann ich nicht einfach Leute anrufen? Ja, wie soll ich das machen? Aufgaben. Weg voran. Der Wissenschaftler hat einen Plan. Er sagt, wenn ich ihm die Baupläne für die Brücke von der Corporation besorge, dann zeigt er mir, wie man sie baut. Das ist ein Versuch wert. Ja, aber
Die muss auf der Basis errichtet werden, die Arche da. Also ist das ein Raum. Quasi. Da jetzt wieder los. Wer hat da reingesappt? Der Schmidt-Baumani, oder? Servus, 10 Monate schon wieder. Auch wenn ich ein passiver Zuschauer bin, ohne viel Chat-Aktivität. Dann sag ich erst recht, merci dir, Kuss auf die Nuss, bist du auch der Schmidt-Baumani oder bist du auch ein Guter? So. Merci dir. Rapidium-Arche. Was tut denn die? Die Arche wird benötigt, um Rapidium sicher aufzubewahren und zu transportieren. Sie ist platzeffizienter als eine Lagereinheit vergleichbarer Größe. Es ist die Frage, ob wir das Ding heute wirklich bauen sollen oder ob das... Ja, jetzt noch nicht. Wo soll man das Rapidium herkriegen? Bist du besoffen oder was? Wobei es mich schon so ist, es war interessant, was dann passiert. Ich bin ein bisschen später zugekommen. Die alten Haberer Späßeln sind Klone. Oh, Mr. Blackhawk, dann würde ich dir jetzt fast empfehlen. Wir haben einfach 5 vor 10. Leck mir am Arsch, es ist 5 vor 10. Wann ist denn 5 vor 10 geworden? Das Spiel ist wirklich gut. Es wird zwar, das war jetzt leider Gottes, das war die erste negative Erfahrung, weil der Typ jetzt da gelabert hat wie ein geistig Behinderter, aber das Spiel besteht schon auch aus vielen Dialogen, so ist es nicht. Aber trotzdem, vergeht Zeit wie im Flug, das sagt mir, das passt alles. Was meint ihr? Also wir spielen auf alle Fälle noch weiter. Was wir brauchen. Jetzt passen wir Obacht. Eigentlich brauchen wir nur ein neuer Alter, oder nicht? Eigentlich müssen wir nur... Was ist das da? Was ist denn da jetzt wieder? There's something I gotta tell you. Was waren das jetzt wieder? Verletzte Alters. Einer deiner Alters hat sich verletzt, was seine Arbeitsfähigkeit beeinträchtigt. Du kannst den Gesundheitszustand des Alters über die Registerkarte Alters einsehen. Verletzte Alters erholen sie sich mit der Zeit von alleine. Ein Aufenthalt auf der Krankenstation beschleunigt den Prozess jedoch. Die Arbeitszeit verletzter Alters ist sehr viel kürzer. Schwer verletzte Alters, Das heißt, der indirekte Hinweis, wir müssen da einmal noch schnell was bauen. Können wir... Ja, können wir nicht. Wir brauchen diese scheiß Mineralien-Scheiße. Raffinerie und Gewächshaus gehört auch noch gebaut, zumindest Raffinerie. Und mir kann es sein, dass wir da noch recht viel länger festsitzen, als ich mir das eigentlich vorgestellt habe. Ich habe schon das Gefühl. Was wir jetzt bauen? Wir bauen jetzt die Raffinerie da hin für unser Rapidium. Ja, wir ziehen jetzt die Mammhaxen da so oben. Oder haut das hin? Ja, da so oben, weil dann können wir da nämlich, wenn es pressiert, ich weiß ja nicht wie lange, dass wir da noch festsitzen, da auch einen bauen und da einen aufbauen. Und irgendwann, früher oder später, müssen wir auch da aufbauen, aber da macht es wahrscheinlich mehr Sinn von... Na, kann ich nicht abschätzen. Eventuell, je nachdem, wo da die Bergbaustation ist und da dann auf und so weiter und so fort. Also ist unser Ziel jetzt raus. Und da die Pylons aufziehen. Die ziehen wir da auf. Wo gehen wir das eigentlich? Wurscht, wo hingehen? Gehen wir da raus? Was hat jetzt mit dem Maus für einen Schlaganfall gehabt? Das weiß wieder kein Mensch. Da muss ich jetzt wahrscheinlich 4000 Mal auf die Karten draufklicken. Das ist mir aber jetzt wurscht. Müssen wir uns tummen. Bruder, da müssen wir uns tummen. Jawohl, haben wir es schon. Dann nehmen wir da so einen Pylon. Mit der Hälfte der Leute nicht wieder in die Hosen scheißt. Und ich glaube, wir müssen da in die Richtung rein. Machen wir so 2, 3, 1. Ja, den können wir da so herzimmern. Ich hoffe, dass wir richtig sind. Ja. So, dann war es eigentlich... Ja... Dann war es eigentlich schlau, wenn wir den da herzimmern, damit wir direkt da mit danteln können dann. Zack. Und geradeaus, so weit wie wir kommen. Hoppala, so weit wie wir kommen, habe ich gesagt. Wunderbar. Und wie ist jetzt das gleich wieder gegangen? Das war mit diesen Sonden da, gell? Gehen wir einfach mal da her so. Ich glaube, die hat man da so aufbauen müssen und dann, hoppala. Ja, machen wir da mal so, ist ja wurscht. Und dann F-Scanwelle. Ach, die kostet jetzt mehr Energie, gell? Und dann in diese Richtung da um. Dann gehen wir da so auf. Wir probieren es einfach da nochmal.
Das habe ich schon beim letzten Mal nicht so hundertprozentig verstanden, was das für einen Sinn hat, dass man die so groß machen kann und so. Aber gut. Da ist die Steuerung auch nicht die geilste, muss man auch mal ganz ehrlich sein. Scheiße, jetzt habe ich keinen mehr, gell? Dann machen wir dazu. Darf ich das nicht länger singen, also in die Richtung da, oder was? Bleiben wir oben. Weiß ich es auch nicht. Bitte korrigiert es mir im Chat, falls ich mich da gerade vertue. Das haben wir seit letztem Mal nicht mehr gemacht und ich kann mich nicht mehr so hundertprozentig erinnern. Wie viele Pylons haben wir noch? 3 haben wir noch. Ach, da wird noch, da bleibt eingezeichnet, was wir schon gescannt haben anscheinend. Oh. Ah ja. Haben wir es schon? Dann haben wir hier einen Bergbauaußenposten, der ist ja direkt da unten verbunden. Geh bitte, schauen Sie. Aber da müssen wir halt wahrscheinlich wohl oder übel jemanden zuweisen, gell? Kann ich das? Hoppala. Kann ich das auch oder muss das jemand Bestimmtes machen? Bei Rapidium-Dings, ob es jetzt da so fett bringt, weiß ich nicht, aber wir werden sehen. Ich glaube, das klumpt da mit zusammen, weil warum nicht? Wenn es schon umeinander liegt und nichts sagt. Der erste Pylon ist, glaube ich, nicht verbunden. Fuck off, das ist tatsächlich richtig. Damn it! Das habe ich nicht gesehen. Das habe ich nicht gesehen. Ja, habe ich mich da jetzt einer gesperrt, ja. Bürger viel schlau. Hoffentlich kann man den Pylon noch setzen. Ja, beim Bauen, also in das Building zeigt noch, das ist ein bisschen, da fühlt sich die Steuerung ein bisschen schwammig an, muss ich sagen. Ansonsten ist es sehr direkt. Das war jetzt einer der ganz furchtbar wenigen Kritikpunkte, die ich da... wie kann man das... Pylon... Dann machen wir so... Pylon... Dann muss aber das passen jetzt so. Oder? Der ist verbunden. Dann gehen wir auf ihn. Bürger sei links, ein schon wieder. Hey, mach das Fenster auf, da ist nass. Warte mal, das wird nicht klar. Was ist denn mit dem Rechten? Ist das schon der Sufer? Warte, ich schau nach. Ah, da ist wirklich nass. Weitere Erläuterungen mag ich euch. Jetzt muss ich euch vorenthalten. So. Außer mit dem Rapidium! Wie viel kriegen wir da pro Ding? Was? 6? Das ist aber nicht der Teufel, du. So, aber nicht der Teufel, du. Da im Gamli haut sich eine, hauen sie sich hinein, wir haben auch nicht mehr allzu lang da. So, soll es das einmal gewesen sein? Ich würde schon sagen. Was können wir jetzt noch machen? Was wir jetzt noch machen könnten, ist, dass wir aus der Rundung gehen und die 2 Wände da wegsprengen. In weiser Voraussicht. Das werden wir auch da. Sag ich dir, wie es ist. Die Essigproduktion. Wenn Essig so rührt, wenn mein Wurstsalat so... Ach, ich sag einfach nichts. So, wo sind wir? Die Dinge wollen wir wegsprengen. Haben wir nicht mehr allzu viel Zeit, aber es geht ja. Spucki, 987 schreibt hi! Sag ich, ja, hi! Wo? Küche, ja! Alter, die Dinger sogar selber mit, das ist natürlich schon cool. So, jetzt passen wir auf, irgendwo da ein Storner, die sprengen wir weg. Weiß zwar noch nicht genau für was, aber das findet man dann schon raus. Tust du mir das Ding hier. So, Vollsprint, rein damit. Ihm im Schund. Hopp, 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 hopp. Nee. Hast du jetzt das Jahr schon einen Wurstsalat gegessen? Ja, heute, gestern und... den letzten weiß ich nicht mehr. Das war auch nicht lang her, das war irgendwann letzte Woche. Es ist schon wieder so weit, dass ich keinen Wurstsalat mehr haben mag. Nein, stimmt nicht. Man mag immer einen Wurstsalat. Mir ist das Brot ausgegangen, da mag ich keinen mehr. Oh, da haben wir noch einen Bohrer, jetzt pass auf, da hier reingebohrt. Reingebohrt!
Schalten wir mir die Map-Elemente frei, das schaut mit Sicherheit nicht. Haben da wieder diese Anomalien. Ah ja. Und das ist der Teil, wo wir nicht hinterkommen. Gell? Haben wir mir noch genug Zeit, dass ich da rauswatschelt? Nicht so wirklich, gell? Was wir aber noch mal erkannt ist, dass man mir da unten... Aber da ist alles radioaktiv da unten, gell? Das ist ein wenig ein Krampf. Und wir könnten wie viel... Warte mal, wie viel haben wir noch? Wie viel haben wir noch? Ach, der hat einen Pylon-Hub gebaut. Ein Pylon mit einer höheren Verbindungsreichweite. Ah, schauen wir mal, ob wir noch Pylons austauschen kann. Jetzt lassen wir mal schauen. Ja, den da in der Mitte kann man wahrscheinlich austauschen. Den, wenn wir da ein bisschen zentraler herstellen, haben wir vielleicht das Glück, dass er... Kommt darauf an, wie hoch die Reichweite ist. Muss ich sie da einfach hinporten? Nö. Ja gut, müssen wir nicht. Dann gehen wir zurück aus. Ich hoffe, dass ich mich da jetzt nicht verrenne. Ja, passt schon. Klär mal einen Nicht-Bayern auf, was ist denn da in einem Obersten drin? Was ist eigentlich irgendwie? Das ist wie beim Leberkäse. Was für einen guten Käse nicht gelangt hat, kommt in den Obersten rein. So ungefähr musst du dir das vorstellen. Aus dem radioaktiven Gestein bekommst du mit der Raffinerie Metall und Biomasse. Das habe ich vorher schon gelesen, aber da brauchen wir erst eine Raffinerie. Und ich glaube, dass das noch gar nicht so dermaßen nötig ist. Aber der darf mich jetzt interessieren. Wie weit ist denn da die Reichweite? Den stellen wir jetzt einfach da daneben hier. Ja. Und den bauen wir ab. Zack. Merkst du das? Haben wir uns nämlich einen Pylon gespart. Jetzt ist die Frage, ob es bis dahin gelangt. Schauen wir mal, das probieren wir jetzt einfach mal. Schwupps. Ja, schau, hey! Alter, der geht ja voll weit. Jetzt schauen wir mal, ob wir den da oben noch abbauen können. Steht da was von Metern irgendwo? Warte mal. Steht da was dabei? Da bin ich nicht ausposten. Schnell. Höhere Verbindungsreichweite. Ne? Das hilft mir nicht weiter. Da hätte ich gern Zahlen, meine Damen und Herren. Schießen wir uns damit auf, weil dann kriegen wir wieder ein paar Materialien zurück. Das schaut auch überhaupt nicht. Machen wir mal so. Wieder. Schauen wir die so, oder? Haben wir uns einen Haufen Klump gespart, du. Haben wir uns 3 Pylons gespart. Vom Bär gibt es eine Schwarz-Weiß-Aufnahme von der Original-Erfinderin des Obersten. 60 Meter mehr wie der andere hat er, glaube ich, auch gezeigt. Das war, in den Minuten geht die Strahlung schon los. Das haben wir jetzt so richtig gut getimt. Und mit müde sind wir auch schon wieder. Da sind wir schon wieder müde. Da gehen wir jetzt nach Hause. Dann produzieren wir noch ein wenig einen Gramm in der Werkstatt drin, den wir fürs nächste Mal brauchen. Und unser Ziel ist halt so ein bisschen... Da, der Bergarbeiter hat was zum Schmatzen. Oh, mit Quest. Warte mal. Bergarbeiter ganz rechts. Oh, der Streit mit dem Wissenschaftler. Das hören wir uns noch schnell. Got a riddle for you. Hey, you wanted to talk about something? Yeah, What is it? I need something to, keep me going. I feel like shit. What do you mean? The arm that I lost in an accident. It's weird, but it hurts. I mean, und das ist nicht sowas wie Schattenschmerzen oder irgend sowas. Aber deinem Arm geht's gut, funktioniert Phantomschmerz. Was habe ich jetzt gerade gesagt? Shadow Pain wollte ich eigentlich sagen. Wait a minute. Isn't phantom pain supposed to work the other way around? Like, if you had an arm and then you lost it, then it hurts. what? I don't know. It's your arm, not mine. Damn, everything is so fucked up in here. I am not some kind of wimp, so if I say it hurts, it really fucking hurts, alright? Okay, calm down. I believe you. Alright. Ja, mein Dr. Bra, hä? You know there's only one way to deal If with you it, a right? Brainschaden, aber sowas von, der irgendwas 40 Grad. What are you Das ist talking übertrieben, aber 30 hat oder What 31. else? Garantiere. Tramadol, hydrocodone, codeine, or that shit you doped me with before. That should do the trick. Gibt's ja einen Vollpumpen mit Drogen, das passt schon. Okay, I get it.
Und der Stream ist entmonetarisiert. More? That's what I'm talking about. Just don't go too heavy on it. Could be addictive. Like I don't know that. I hit rock bottom in my life more than once. But I ain't going back down there. I've learned my lessons. Don't you worry your ugly ass. Und jetzt passt's einfach wieder, oder was? Ich glaube, dass wir mir mal einen Doktor. Sollen wir uns mal einen Doktor bauen, oder was? Ich glaube, wir bauen uns mal einen Doktor. Haben wir überhaupt eine Krankenstation? Das hilft doch gar nichts, oder? Das Opera. Das hilft ja noch gar nichts. Ich kostet jetzt 60 von den scheiß Mineralien! Wie soll man die kriegen? Und ich soll mit dem Wissenschaftler schmatzen, wenn ich nochmal irgendwo so Dinger finde. Ich hab schon nochmal welche gefunden, aber es zeigt mir nicht so, dass ich mit dem schmatzen kann. Doch, du jetzt, lol. Wieso tut's das jetzt auf einmal? Ich komme nicht weiter mit den Ankerbauplänen. Not getting any connection from mining ops. Any idea how I can ask them for those blueprints? Didn't they push you to mine rupidium? Report getting the job done, and someone will turn up. Trust me, I know how this company works. Okay, thanks. Das heißt, ich muss diese scheiß Arche da bauen. Oder? Also ich muss. Brauchen wir noch dafür? Was brauchen wir dafür? Wo Arche? Wo ist Arche? Was ich brauche? 120 Rapidium. Du kannst mir mal kreuzweise am Arsch lecken. Jetzt kommt der Wolfrack ums Eck. Weh, du kommst mal mit irgendeinem behinderten Witz. Ich sag das, was es ist. Oberarzt, der das Kammerberg macht. Alternativ. Oh. Wolfrack. Erst Phase 1. Ein 20er ist sauber zu viel. Phase 1. Phase 2. Ein 20er über den Superchat ist noch viel sauber zu viel, weil sie davor erstmal YouTube 8 Euro in Arsch schiebt. Merci dir. Trotzdem natürlich. Drittens, der Wolfric mit keinem schlechten Witz, sondern mit einem Rezept für einen Oberarzt. Hätte jetzt hier auch nicht sagen können, was im Oberarzt alles drin ist. Obacht! Oberarzt, wird aus Camembert gemacht. Alternativ halbe aus Limburger und Camembert und ein Fünftel der gesamten Menge Butter und Zwiebeln. Gewürzt wird mit Paprikapulver und Kümmel. Dazu kommt Weißbier, bis es eine cremige Masse ist. Ja, mal wieder was gelernt. Dann pack aus das Schreinerwerkzeug. Das ganze Teil ist doch schon eine Arche. Eigentlich schon ein bisschen, gell? Ja, die haben halt alle voll einen Weg. Trust me, Bro. Ja, es ist also glaube ich, das Kern-Gameplay ist ja eigentlich dieser Lagerbau und so, aber ich sage mal, Secondary Gameplay ist ja die Interaktion mit diesen Alters. Die sind ja alle noch relativ human. Ich meine, jeder hat ja das Bild auf der Boxart gesehen, dass da, was weiß ich, wie viele verschiedene Typen drauf sind und dass die irgendwann durchdrehen, auf das kannst du ja warten. So, wir hätten eigentlich alles da, aber Rapidium brauchen wir. Das heißt, wen schickt man? Kann man das überhaupt zuweisen? Jetzt warte mal, Zuweisungen. Außenpost, ja, da tatsächlich. Metallausmaß, Rapidium Außenposten. Und da schickt man natürlich unseren Bergarbeiter Jani. Kann man eigentlich auch mehrere Bergarbeiter bauen? Kann man eigentlich 3 Bergarbeiter bauen? Übrigens, Herr Wolfric, Kuss auf die Nuss, merci für den 20er. Und das mit 8 Euro war übertrieben, aber 30% snackt sich YouTube. Aber das glaube ich, habe ich schon 1000 Mal verzeiht. So, tja. Dann hätte ich vorgeschlagen, gehen wir ins Bett. In-game. Dann bauen wir die Arche und schauen mal, was passiert. Oder was halten Sie da davon? Was halten Sie davon? Das ganze Teil ist durchschaut. Ich habe aktuell 30,6 Grad im Schlafzimmer. Ja, das klingt nach großem Spaß. Ist aber bei uns nichts anderes im Obergeschoss. So. Die Frage ist, wer ist denn schneller? Der Bergarbeiter beim Abbauen oder ich? Weil eigentlich brauchen wir sonst nichts. Glaube ich. Essen kann man mal langsam nochmal eins brauchen. Luftschleuse, dann gehen wir mir in die Luftschleuse und bauen wir mir die organischen Materialien ab. So schaut's aus. Los, gehen wir. Wird einfach ein Produktionstag. Da wird schon Außenposten und vielleicht können wir auch noch ein paar Metalle abbauen. Ja. Und rein damit.
Miau. Da geht einmal ein Kicher, jawohl. Mit dem wir da Reinberg arbeiten, bis unsere organischen Stoffe voll sind. Oh, warte mal. Moment. Forschung. Haben wir mir schon was ausgewählt für die Forschung oder macht er das selber? Weißt du, das habe ich jetzt natürlich nicht aufgepasst. Fitnessraum, Erholungsraum. Das hat wahrscheinlich auch nicht schon, aber da brauchen wir erst das da. Basiserweiterung, Arbeitsplatz für Wartung, Recyclingmaschine. Ein Modul, das organische Stoffe täglich herstellt. Je mehr Menschen in der Basis sind, desto mehr organische Stoffe werden produziert. Günstigere Batterien. Sondenkapazität, günstigeres Klettern. Schaut auch mal nicht. Das ist für die Erkundung, glaube ich, nicht schlecht. Aber wir haben ja schon fast alles erkundet. Dauert also gut wie alles 10 Stunden, was wir da haben, gell? Mission Hammer, Wirtschaft, Nicht-Metalleffizienz, der Abbau von Mineralien, Rapidium und organischen Stoffen ist schneller. Bearbeitung von angereicherten Metallen, das haben wir noch nicht, schaltet nötige Technologie. Dann machen wir mal das da. Das sieht gut an. Hier haben wir noch ein wenig. Wie viel Rapidium haben wir braucht? 120, gell? Nicht? Was ist jetzt kein Platz für organische Stoffe? Ah ja, passt. Passt. Dann gehen wir da her. Er ist am Rapidium und da ist einer bei den Metallen. Ja gut, dann können wir wieder nach Hause düsen. Und vielleicht irgendwelche Sachen bauen währenddessen. Oder wir haben es vielleicht schon beieinander. Schauen wir mal. Bauen. Nein, wir brauchen 120 Rapidium. Da ist da gerade 120 Rapidium gestanden! Sie fix nochmal. Gehen wir uns weiter. Was bauen wir dabei? Bauen wir mal noch so einen Strahlungsfilter. Bauen wir 2. Damit er Ruhe ist. Hoppala. Jetzt hat sich der Bergarbeiter weh, da. Kruzifix nochmal. Oh, unser Lager ist voll. Dann machen wir das jetzt folgendermaßen. Bauen. Lagermodul. Lagermodul zwickt man da her. Bauen. Rapidiumarche. Was auch immer du kannst. Kruzifix, natürlich haben wir da wieder keinen Platz dafür. Dann machen wir das so und den Schlafsaal zwickt man da her. Kosten übersteigen Kapazität des Behälters für organische Stoffe. Super. Dann müssen wir unser Radl auf Stufe 2 bringen. Erweitern. Machen wir so. Okay. Der Techniker. Und jetzt können wir anscheinend da telefonieren oder so, hä? Ah. Das werden wir uns noch anschauen. Geh an die Anomalien vorbei. Hab ich doch schon. Bin ich auch schon. Oh nein, nicht, aber bitte nicht. Bitte. Hello, Dulski here. Bitte mich nicht wieder voll labern. Bitte nicht. Tell me you did it. Tell me you have the Ark. I did it. Well done. Now, all we need to do is bring it home safely. Are you making progress with that obstacle of yours? I'm still looking for a way out. Oh, I don't want to cause panic. You better hurry. I'm gonna need your help. What can I do for you? I need blueprints for superconductive bridge anchors from Project Versant. Versant? But how do you know about that? I took a wild guess. You just went and guessed the name of an aborted scientific program you had no right to know anything about? Aborted? Are you sure? Yes. Project Versant was terminated years ago due to lack of satisfactory results. Satisfactory. Didn't they come up with some tech useful for mining missions? No. How would you even know what they were unless an alternate version of you was somehow involved in it? Ich wollte gerade sagen, wir sollten die Version des wissen, aber auch dann. Someone from your crew remembers a non-existing technology? That's amazing, Jan. You do understand what I'm saying, right?
Hey, habt ihr jetzt verstanden, was er da gerade gesagt hat? Wir haben ja diesen Wissenschaftler, der hat uns von dieser Brücke erzählt, von diesem Projekt Versant. Und aus unserer DNA haben wir den erschaffen. Woher weiß der von diesem Projekt? Ist vor Jahren schon abgebrochen. Das ist eigentlich... Kommt schon wieder der Brainfuck, kommt schon wieder raus. All I'm hearing is that you don't have my blueprints. No, I'm sorry. They simply don't exist. But there is still something we can do. What's that? I have an idea. It's a long shot, but it might be all we have. Project Versant did leave behind unfinished drafts. Crisscrossed formulae, discarded calculations, the usual scribbles of a scientific stream of consciousness at work. For what it's worth, I'll ask Lucas Ja, to send it over to deswegen your auch das mit den Anomalien, Mr. Blackhawk, Maybe das that ist meine resourceful Theorie so ein alter bisschen of bis yours jetzt. can put it to good use. Mehrere Universen, alternative Okay. Universen, bla bla bla. It's better than nothing, I guess. I have to say, Jan, I'm beginning to see more and more potential in this situation of yours. I hope we speak soon. Good luck, as always. Oder uns jetzt die scheiß Baupläne geben oder nicht? Ja, gib dem Wissenschaftler den Bauplan. Da haben wir noch Zeit dafür. Wo ist der Wissenschaftler? Unten, was tut denn? Was tut denn im Lager unten? Sorgt den Säcker, der Huren. Jetzt ist er wahrscheinlich nicht mehr da. Doch, da ist er. Da hast du deine Pläne. Sag mal, was ich tun muss. So, I have news about the Anchor blueprints you asked for. I certainly hope so, Staplerform. because I just saw something come in from mining ops, and it looks like a bad joke. Did you precisely ask for bridge anchor blueprints? Okay, dann ist in seiner Welt das Ding fertig, oder was? Sorry to break this to you, but the program you mentioned doesn't exist. This is all they came up with before they were terminated. Terminated? But why? Lack of results. Results, huh? You mean an outcome that only exists in my fake memories? Huh. No wonder what I got looks more like the musings of a madman than Mr. Dynagon, das ist auch meine Vermutung. Deswegen diese Anomalien, das hat er vorher so ein bisschen erklärt mit Paralleluniversum und so. Look, I know it's not perfect, but I believe in you. Just think, they came up with this thing only because you existed. It's gotta mean something. Well, if you put it that way, I can try. Erforsche den Brückenanker. Das heißt, wir gehen mal in die Forschung, Mission, Brückenanker. Dauert nochmal 10 Stunden. Das heißt, mit dem wir jetzt da Schlafi. Schlafi. 15. Tag schon! Wie massiv bin ich hinten dran? Suche nach weiteren seltsamen Phänomenen. There's a thing. There is a thing beim Techniker. Das schauen wir uns noch. Ich kann es aber auch nicht lassen. Jetzt, er erwischt mich jetzt mal wieder. Hey, you wanted to discuss something. Yeah. I want to know when you started being such a pushover. What? You heard me. I'm not blind. I can see the workload pile up. And you, eager to take new orders. Na, Flo, möchte ich nicht wissen. Well, I'm not exactly in the best. Hier, das, was der Werner sagt. 20% Tutorial. Using illegal technology to save my life, creating my altars. I'd better have a good justification for that. So they're threatening you. Even better. Like I said, I don't have much choice. Maxwell's in charge here. Yeah, so is Dad. Mr. Man Dynagon, of the house. wahrscheinlich. I thought you regretted not standing up to him. Looks like you didn't learn much. That's a little below the belt. You're right. Sorry, this place is getting to me. All I'm saying is,
we should do something just for ourselves. Something not work-related, not productive in any way. Like what? Well, there's a social room module available in this base. We could start with that. I bet it has a beer pong table. Yeah, see? A smile on your face. Let's build a place where we can chill out and play beer pong, and then, after I've beaten you, we can talk more serious stuff. Ah, den kriegst What do you du. say? Ah, You're never beating me. I'm the official beer pong champion of my year. Well, the third floor of my dorm, anyway. Oh man, I'm shitting my pants already. okay. Soll das einen Bierpong-Raum kriegen? Kostet der Schund. Wo haben wir eine Werkstatt? Schauen wir, was das Ding kostet, wenn wir es noch schnell hinzimmern können, und zimmern wir es noch schnell hin. Bauen. Raffinerie, Aufenthaltsraum. Nein, da brauchen wir diese Mineralien und da kommen wir noch nicht so wirklich hin. Also, wir müssen uns beim nächsten Mal offensichtlich an den Anomalien ein bisschen vorbeischleichen. Auf der Map haben wir rechts, ja, je nachdem, wie man heute drauf schaut, da wo die Anomalien sind, haben wir noch ein bisschen was zum Erforschen und zum Erkunden. Und dann werden wir schon sehen. Und dann, warte mal, jetzt muss ich mal was schauen. Haben wir da jetzt was verloren, möchte ich sagen? Und geh jetzt schnell zu der Luftschleusen hinaus. In der Hoffnung, das speichert da. Nein, das speichert nur direkt nach dem Aufstieg, gell? Dann ist mir auch wurscht! Meine sehr verehrten Damen und Herren. Wenn Sie sich direkt nach dem Gameplay schleichen, bitte drücken Sie den Like-Button, an alle Neuen drücken Sie den Abo-Button und checken Sie Ihre Glocke, ob diese auch aktiv ist für alle Aktivitäten, die ich auf YouTube so mache. So sieht's aus. Meine Damen und Herren, Spiel wird nicht langweilig, ist immer noch gut, Der Chef ist ein bisschen ein Arschloch, der labert mir ein bisschen zu viel, der kaut mir ein Ohrweischl, da habe ich auch keinen Bock nicht drauf. Aber sonst, mir ist da gerade was aufgefallen. Ist dir klar, dass du mehr Mats zum Reisen brauchst, als du lagern kannst? Ja, ist es mir. Darum müssen wir Radl, nennen Sie es mal Base, Stufe 2 erforschen und dann ist schon dort gestanden, dann kriegst du ein größeres Treibstofflager und dann kannst du wieder davor fahren. Ich glaube, das ist Absicht. So ein bisschen. Steffi haut sich in Lörk, gute Nacht beieinander. Wir gehen jetzt da ins Bett, du, mir rinnt so seit ungefähr 2 Stunden das Kreuz in mein Arschloch. Ich sag's, was ist. Es rinnt in mein Arschloch. Okay? So. Devil Driver Mackie schreibt, sauber, der Anwalt hat Insta zum Laufen gebracht. Gut, dass alles wieder läuft. Nein, Instagram läuft noch nicht. Und Instagram läuft nur passiv. Ich kann mein Instagram, du meinst wahrscheinlich, weil eine Instagram-Story online ist. Ist dir da was aufgefallen an der Story? Da gibt's keinen Button, wo man draufdrücken kann. Warum? Weil ich diese Instagram-Story übers Facebook, also wie das Ding heißt, Control Center posten muss und da kann ich keine Buttons und so weiter machen. Ich kriege mein Passwort wahrscheinlich für mein Instagram nicht mehr resettet. Ich hab bloß passiv Zugriff drauf. Lustigerweise habe ich heute nochmal dieser Anwältin geschrieben, schauen wir mal, was sie sagt. Und wenn sie da nichts machen lässt, dann ist es wie es ist. Der Rest, der sich da jetzt danach nach dem Gameplay gleich schleicht, vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen, Kuss auf die Nuss und überhaupt und sowieso. So, das machen wir da mal beenden. Da geht jetzt wahrscheinlich ein kleiner das Gespräch mit dem Wissenschaftler geht wahrscheinlich jetzt verloren, das ist mir jetzt aber auch wurscht. Jetzt ist die Frage, wie regelt man das? Ich habe jetzt 10% der Erfolge. Das ist nicht der Progress. Ich kann überhaupt nicht abschätzen, wie weit das wir sind, aber überall steht, dass das Ding mit der Hauptgeschichte so 18 Stunden dauert. Wir haben jetzt so gute 4 Stunden. Das heißt, wir kriegen das im Sommer unfucking möglich fertig. Das ist unmöglich. Außer ich spiele in der Zwischenzeit, aber dann geht extrem viel. Von was halt für das Spiel wichtig ist, wahrscheinlich verloren. Ja, also die Interaktion zwischen die Charaktere und so weiter. Also ich glaube, es bringt auch nichts Offstream dort zum Spielen. Es bringt einfach nichts. Und nein, ich nehme das nicht auf und schneide dann 5, 6, 7, 8 Stunden Gameplay in irgendein Video zusammen, das sich sowieso keiner anschaut. Sagen wir es, wie es ist.
Ich mag eigentlich, weil der Sally schreibt gerade, schau dir die Beutel im Hintergrund an, welche Alters noch kommen. Ich meine, das sehen wir ja auch in-game. Außer es kommen noch mehr, die uns schon gezeigt werden. Lassen wir uns nicht spoilern, ich mag das Beutel gar nicht so richtig anschauen. Ich darf den Abschnitt noch fertig spielen, also bist weiter fährst. Na, halt nicht mehr. Kannst du deine Accounts noch löschen? Wieso soll ich den nicht löschen lassen? Wieso soll ich denn meine Accounts löschen lassen? Bist du besoffen, Alter? Philipp, hast du schon wieder gesoffen? Sag. Kannst nicht nur Sachen abbauen? Verstehe jetzt nicht, das ist ein bisschen kontextlos. Hab gehört, irgendwann wird's ekelhaft, wenn du Tag wiederholen musst, weil du falsche Entscheidungen drauf hast. Wenn der Teil, also es gilt sowieso bei langen Spielen immer, egal wie gut das sind, wenn die irgendwann abbauen, dann hör mal auf zum Spielen. Es ist jetzt bloß ein bisschen, wenn das Level halten kann, was ich nicht versprechen möchte, dass wir mir nach der Sommerpause das Spiel weiterspielen. Das sage ich dir gleich schon. Es kämen nämlich haufenweise neue Spiele bis dahin. Und da mache ich nicht mit dem Ding dort weiter. Sehr wahrscheinlich. Das brauche ich gar nicht anfangen, das zum sagen, weil ich es sowieso nicht tue. Schauen wir mal, wie weit das wir kommen. Und wenn es das Level halten kann, oder sagen wir es einmal so, wenn es das Level jetzt so bleibt, wie es ist, dann ist sowieso in 1 bis 2 Streams Schluss damit. Weil sie sich dann zu lang zieht. Ganz einfach. Da müssen jetzt dann Highlights kommen. Ehrlich muss ich auch sein. Und heute haben wir nämlich keins gehabt. Muss man einfach einmal sagen. Es ist konstant ein gutes Spiel, aber es reißt mich jetzt schon in die zweiten 3, 4, 5 Stunden nicht mehr so vom Hocker wie in die ersten 2. Jetzt ist nichts Neues mehr. Jetzt fühlt es sich ein bisschen repetitiv an. Die Jessie fragt, was ist jetzt mit deinem Insta? Verwirrung, komm mir bitte aufklären. Hast du gar nichts mitgekriegt? Vor 2 Monaten oder so ist mein Facebook- und Instagram-Account gehackt worden. Wenn das passiert und du kannst das nicht reaktivieren, was ich nicht konnte, hast du keine Chance, dass du die Accounts wieder kriegst. Überhaupt keine. Du hast keine Möglichkeit, irgendwo Facebook zum Schreiben oder sonst irgendwas. Kannst vergessen, kannst wegwerfen. War mir in der Regel scheißegal. Ja? Wen interessiert der scheiß verfickter Facebook-Account? Mach ich mal naja fertig. Bei mir ist es vielleicht ein bisschen was anderes. Ist es zwar auch nicht der unfassbare Riesen-Account und so weiter, aber trotzdem war es einfach ärgerlich. Da stecken Erinnerungen drin, da steckt auch ein wenig Arbeit drin und so weiter und so fort. Darum Anwalt eingeschaltet, andere Möglichkeit gibt es nicht. Der kontaktiert Meta und Mutterkonzern von Facebook und dann kämen die in die Gänge. Dann habe ich ein Reset, wie das genau abläuft, das sage ich euch jetzt nicht, weil das muss dann jeder selber herausfinden, aber du kriegst ja dann eine spezielle E-Mail mit speziellen Rücksetzungslinks. Facebook löscht alle Informationen aus dem Account aus, also Kontaktinformationen und so weiter und so fort, und das Ganze habe ich beantragt für Facebook und Instagram. Für Facebook hat es gehabt, einen Facebook-Account habe ich seit, ich weiß nicht, 3 Wochen oder so wieder. Oder seit 4, glaube ich sogar, aber mein Instagram-Account nicht, weil Facebook da irgendwie nicht drauf reagiert. Und ich kann mein Facebook-Passwort nicht, mein Instagram-Passwort nicht resetten, weil immer noch die E-Mail vom Hacker, also meine E-Mail drin ist, die E-Mail vom Hacker drin ist, die Telefonnummer vom Hacker drin ist und, das ist das Schlimme, die Two-Factor-Authentification vom Hacker drin ist. Ich kann mit dem Link bei Instagram mein Passwort resetten, wenn ich die 2-Faktor-Authentifizierung hätte. Die habe ich aber natürlich nicht. Und Facebook reagiert jetzt nicht mehr drauf, die da außer zum Löschen. So, natürlich habe ich meinen Instagram-Account mit meinem Facebook und mit meinem Facebook-Business-Scheiß miteinander verbunden. Das heißt, ich kann in meinem Facebook-Sammelkonto auf Instagram Sachen posten. Also Stories erstellen zum Beispiel. Aber von meinem Handy aus zum Beispiel nicht mehr. Und nur in der nativen Instagram-App kann ich eine Story erstellen, wie früher, was heißt früher, so lange ist es noch nicht her, bis vor 2 Monaten, wo ich für jeden Stream ein extra Beutel gemacht habe und dann einen Link und wenn es eine Musik dazu geben oder Musik oder Animation oder sonst irgendwas und habe das immer am Streamtag gepostet. Mache ich schon immer so, das mache ich seit über 5 Jahren so, mache ich seit Anbeginn so, wenn ich drüber nachdenke. Und das geht halt jetzt nicht mehr. Ich kann nur noch Stories posten, aber halt ohne den Link zum Stream. Das ist einfach extrem ärgerlich. Diese scheiß Story, die sehen nämlich ungefähr 5.000 bis 6.000 Leute. Und wenn mir 5.000 bis 6.000 Leute scheißegal sind, dann
Ja. Können wir den Hacker mal anrufen? Wenn du da dein Passwort resettest, stehen die E-Mails, Telefonnummern und so weiter nie komplett dort, sondern immer nur der Anfangsbuchstabe, Stern, 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 Stern und der letzte Buchstabe. Und da ist halt einfach E-Mail drin, die ich nicht kenne. Also die ist halt nicht von mir. Fängt O mit O. O, keine Ahnung was. Bei der Telefonnummer genauso, die hört hinten auf mit, weiß ich nicht, irgendwelche Steine, die ich nicht kenne. Also irgendwelche, wo es auf alle Fälle nicht meine Handynummern oder Festnetznummern wären. Der Flo schreibt, das meine, der Abschnitt hat nur 1 bis 2 Streams, aber es bleibt so und wird stressig. Es wird ein bisschen grindy, Mr. Flo. Da habe ich so generell kein Problem damit, off-stream, aber im Stream wird es ein wenig zack dann, wenn wir das nächste Woche nochmal tun und übernächste Woche nochmal tun. Das denkt sich der Zukunftsbürger am Sonntag aus, was wir nächsten Montag tun. Bis jetzt schaut es noch gut aus, das ist aber direkt nach dem Spiel immer so, weil es mich jetzt auch interessiert hat. Jetzt gut, ich fix, jetzt lass mich über das Ding drüber fahren, weil ich wissen mich, was passiert. Aber ich habe das Gefühl, ich kenne jede einzelne Sekunde bis dahin, was ich zum Tor habe. Purer Grind. Tag aber grinden, Sachen bauen, weiter Sachen freischalten, etc., etc., etc. Die Dialoge heute, man merkt's. Ja, es war speziell jetzt der Chefdialog. Ich habe generell nichts gegen die Dialoge. Die haben, finde ich, sogar essentiell wichtig für das Spiel, weil ich glaube, das Spiel zeichnet später einmal so, ich mein, sagst du, wie viele Typen da sitzen? Wir haben ja da später nicht bloß 4 Alter, sondern wahrscheinlich halt 8 oder noch mehr, was weiß ich nie. Und weiß der Teufel, was da noch passiert. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass die da zum Streiten anfangen und dann spezielle Sachen kommen. Ist der Hauptcharakter schon ein Klon? Kann er auch sein. Das kann der Mr. Sully, das kann der schöner Mindfuck sein. Ist richtig, dass wir mir selber schon ein Alter sind. Und vielleicht da mit Absicht hingeschickt worden sind und uns die Geschichte vorgaukelt wird oder was auch immer. Irgendwie fehlt der Stressfaktor in dem Game. Ich kann mir vorstellen, dass der schon kommt, weil angefangen, bis wir da festgefahren waren, hat es ja so, dass du einfach bloß einen Tag Zeit hast und dann kommt die radioaktive Scheiße und dann bist du gefickt. Und dann steht dort, was, also so, keine Ahnung, 3, 4 oder 5 Tage, bis die Sonne da ist. Und das sorgt natürlich für Stress. Was ich mir aber auch vorstellen kann, was absolute Behinderung ist, es ist halt dann ein bisschen Try and Error, wenn du einen Fehler machst oder nicht bis zum Schluss denkst, was ich generell nicht tue, dann kannst du die Kacke wiederholen. Und dann bin ich sowieso raus. Dann bin ich raus. Das ist einfach, weiß ich nicht. Weiß nicht, da hätte ich gar keinen Bock drauf. Der Black hat geschrieben, boah, stell dir vor, wir sind ein Alter vom Maxwell Hansi, da war es komplett vorbei. Ja, aber jetzt ist halt schon gefühlt ewig nichts mehr passiert. Ja, und ich habe auch das Gefühl, dass wenn der Flo schreibt, und ich glaube jetzt, der Flo hat das Spiel schon durch, der schreibt, der Abschnitt, wo wir da gerade sind, um die Brücke umzufahren, sind noch 1 bis 2 Streams. Dass ihr da mit der Schätzung ein bisschen übertreibt, schätze mal, es ist mindestens noch ein Stream, bis wir da wegkommen. Und ich weiß nicht, ob ich mich nochmal, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Wollen wir mir jetzt einen Hacker organisieren, die den Hacker hackt und dann verrammen wir den Knecht? Glaube ich nicht, dass den erwischt. Ich habe ja nichts von dem, von diesem Hacker-Typen. Ich habe nichts von dem. Du hast eine E-Mail-Adresse, die kann so lang sein, die fängt auch mit O. Vielleicht Spaß, den zum Finden. Dialoge wichtig, bis der Bierger ins Mikro blärt und es die Hälfte reißt. Ich weiß ja, ich kenne euch Partner, wir sollten nicht wieder einschlafen. Mir ist da der Name zu nahe an John Doe droht, wirkt verdächtig. Was war denn John Doe gleich wieder? Was war das gleich wieder? Da steht jetzt ein bisschen, warte mal. Das ist, ja, ich weiß schon, was du meinst. Das ist der amerikanische Max Mustermann. Oder? Ja, der Bahako schreibt der englische Max Mustermann. Ja. Pseudonym, unbekannte Person. Ja, irgendwas stinkt da schon. Es hat auch schon wieder so ein bisschen den, soll ich nicht sagen, storytechnisch. Ich glaube, dass das auch jeder da herin hat gesagt, wie der Chef angerufen hat und der Lucas und so weiter, bei denen stimmt was nicht. Das ist der Bait. Wenn es gut geschrieben ist, das ist der Bait.
Ja? Jeder meint, ja, da stinkt irgendwas, die holen die niemals, keine Ahnung, irgendwas. Oh, so die falsche Fährte quasi. Die Erkenntnis mit dem John Doe, das ist eine nette Erkenntnis. Und ich habe also der richtige Mindfuck war, und dann kommen schon wieder Paralleluniversen, und um ganz ehrlich zu sein, finde ich, ist das billigste und einfachste dieser Zeitreisen-Scheiß und Paralleluniversen-Scheiß. Ich kann es nicht mehr sehen. Siehe Marvel zum Beispiel etc. Am Ende ist der Chef auch du, aber das Original. Herr Deinergon, richtig guter Punkt, deswegen, wahrscheinlich kann er registrieren, aber ist scheißegal. Ich habe vorher mal, glaube ich, habe ich mich ganz furchtbar auf die Stimme von dem Chef konzentriert. Und ich war kurz davor, dass ich sage, Leute, ich kann nicht sagen, ob das die gleiche Stimme ist wie unsere. Könnte sein, aber ich bin mir nicht sicher. Kann da sein. Und deswegen hat er nämlich auch diese wirklich überdimensional, unnötig überdimensionale Frisur. Und in Grau und in älter. Das heißt, er schickt einen jüngeren Alter von uns, was weißt du nie, 1 Million Mal ins Weltall, alle stürzen ab, bis auf einer. Der eine, der siriert und dieses Rapidium findet, der kommt zurück. Ich finde nämlich auch seltsam, dass wir mir den Chef nicht kennen. Es kann 1000 Sachen haben. Aber ich sag's auch ganz ehrlich, Offstream vielleicht ja, aber es ist mir nicht 9 bis 10 oder 11 Streams wert, um das Ende rauszufinden. Da sitzen wir uns lieber im letzten Stream oder irgendwann sitzen wir uns her und schauen wir uns eine Story-Zusammenfassung an und lassen wir es gut sein. Und jeder, der es nicht wissen mag und selber spielen mag, holt sich einen Game Pass, die Alters, kostet 11,99 € im Monat, das speist locker durch auf einen Monat, plus 350.000 andere Spiele, und wir schauen uns die Story-Auflösung an. Ist die Frage, ob die dann natürlich so funktioniert, wenn man mir nicht über ein paar Stunden mit den ganzen Alters da zusammengewachsen sind und an jeden so ein bisschen seine Charakterzüge kennen und so. So wie jetzt zum Beispiel der Techniker. Ist ständig verletzt, ist ständig opisst, möchte Bierpong saufen, währenddessen der Bergarbeiter überhaupt nichts sagt und der Wissenschaftler so ein bisschen. To be honest, mir hat es jetzt schon nicht mehr Zeit. Weil mir geht's ja ähnlich. Ich meine, deswegen rede ich ja gerade so. Vor allem der Gedanke, wenn sie das jetzt noch mit 2 Stunden so in einem Grind zahlt, dann muss ich sagen, bin ich mir nicht sicher, ob wir uns nächste Woche nochmal mit die Alters sehen. Sondern wir spielen nächste Woche einfach irgendwas anderes und am Ende vom Stream schauen wir uns, wen es interessiert, schauen wir uns die Zusammenfassung an, weil ich möchte wissen, wie es ausgeht. Davor können wir vielleicht noch ein paar Theorien durchhauen oder gucken. Weil warum sieht man den Chef nie? Das ist dein älteres Du und der hat irgendwie in der Vergangenheit seine Familie verloren und deswegen braucht er Rapidium, reine Vermutung, kennt das Spiel nicht. Ja, das sind aber so richtige, kann natürlich aber auch der Bait sein, dass man das glaubt. Ich glaube das nämlich auch. So, aber es ist so, dass es so in diese Richtung geht. Er sucht nach Paralleluniversen und so weiter und so einen Scheiß, wo eben dieser Vorfall nicht passiert ist und wo er wieder hin kann, wo eventuell seine Mutter wird nicht mehr leben, wenn er so alt ist, aber vielleicht seine Frau noch lebt oder vielleicht hat er mal irgendwo Kinder gehabt oder was auch immer. Und das wird der Stickerl für Stickerl von den anderen Alters dann vielleicht erzählt und so weiter und so fort. Dann doch lieber der Penner-Simulator. Ja, hier nicht. Haben wir schon gehabt. Evolution in a nutshell. 1000 stürzen ab, einer überlebt. Richtig. Der Adrian schreibt, Birger, ich weiß, passt gerade nicht zum Thema, aber war jetzt nicht der Sache, nächstes Jahr ein Reaction-Stream zum Summer Game Fest zu machen, scheint ja jetzt die neue E3 zu sein. Das ist schon länger die neue E3 und das ist richtig, generell könnten wir das tun. Das ist allerdings nächstes Jahr. Das ist sprichwörtlich in einem Jahr. Herr Adrian, kriegst du eine Aufgabe, erinnerst mich nächstes Jahr noch mit dran. Es fällt nämlich meistens in meine Geburtstagswoche und da bin ich eine Woche lang besoffen. Da reagiere ich auf nichts außer auf Bierflaschen und Obstler. Und vielleicht ein Jägermeister. Nicht Familie, sehr alte. Ja, ist die, Fräulein Richter ist das Gleiche. Ich weiß jetzt auch nicht, die alte hätte nicht zur Familie. Gut, ich weiß nicht, ob sie verheiratet sind, aber so wurscht. Hat gespielt Bierpong, wie Flasche leer. Ich habe mir eine, guten Abend an. Herr Sally, hauen Sie sich hinein. Ich schleiche mir jetzt auch davor, weil mir rinnt wirklich die Asti-Sauce aber wie einem asozialen Arschloch. Es ist eh schon wieder 3/4 live. Die Zeit vergeht, es ist so lächerlich, dass es ganz aus ist.
Freunde der Sonne, wir sehen uns am Mika mit einer weiteren Runde Split Fiction. Das spielen wir auf alle Fälle fertig. Da haben wir maximal noch 2 Streams von uns, so ist vor uns, so ist zumindest geplant. Das heißt, am Mittwoch in einer Woche ist Finale. Was wir nächste Woche am Montag tun, ich muss, das entscheide ich bis Sonntag. Entweder spiele ich die grindy Passagen, spiele ich selber bis kurz bevor sie passiert und dann machen wir nochmal einen Stream oder halt dann mehrere, ist mir auch wurscht. Aber es hat halt gescheit nachlassen, seien wir ehrlich. Reden wir es nicht künstlich in den Himmel, es hat halt sehr schnell, sehr nachlassen. Oder es ist einfach so der Heatrepfen. Und wir haben ja in einem typischen Base-Building, Grind, Forschen, Survival-Game. Mit einem schönen Kniff. Aber der ist nicht so krass ausreißt, dass ich mir das 18 Stunden lang antue. Ne? Sehen wir das ähnlich oder verdue ich mich da gerade vollkommen oder was meint ihr dazu? Kreuzweh habe ich auch noch. Kruzifix, mein Stuhl ist voll gesuppt wie ein Arschloch. Ich muss da, glaube ich, eine Hand in die Höhe umlegen, weil sonst... Ich glaube, da bin ich mit meiner Theorie schon nicht so weit weg. Nun gut, meine sehr verehrten Damen und Herren, vielen Dank fürs Zuschauen. Es war mir ein Fest, ein inneres Blumenpflücken. Ich hoffe, Sie hatten Spaß. Vielen Dank fürs Zuschauen, danke fürs Liken, danke fürs Mitmachen im Chat und danke für alles, Triple F, für die Moderatoren. Danke für die verdammten Donations. Das, glaube ich, ist heute mal wieder aus dem Ruder gelaufen. Das ist zwar schon lange nicht mehr, aber trotzdem ist es aus dem Ruder gelaufen, glaube ich. Meine sehr verehrten Damen und Herren, und wer Bock hat übrigens die Alters selber zum Spendenweisen interessiert, das ist ja ganz was anderes. Nochmal, ich werde nicht bezahlt, dafür ist keine Werbung. Game Pass für fucking 12 €. Los geht's. Danke für die ganzen Donations. Danke an die neuen Mitglieder. Beim Blackhawk haben wir uns nicht so sicher, der ist irgendwie neu und aber hat 21 Monate da drauf. Ich weiß nicht, was da wieder passiert ist. YouTube does the YouTube things. Vielen Dank dafür und vielen Dank für alles. Wir sehen uns am Mika. Zieht eure Hosen aus. Sauft's, stay hydrated. Das ist die wichtigste Meldung heute. Da der Sprenger nicht da ist, brauche ich nicht irgendeine Behinderung in Kamera halten am Schluss. Das passt mir auch mal ganz recht. Schleichen wir uns, sehen wir uns am Mika um 20 Uhr. Vielen Dank, haut sich eine, habe! Das war gut. War gut. Ich halte doch irgendeinen Scheiß. Ja, warte, was halt denn ein? Ist da, warte. Das ist einfach da so gelingen. Ja, kann nie dabei einen Stift. Okay, tschüss! Schieder, da. Ihr seht's mich nicht mehr. Ich seh gleich nicht. Ihr seht's mich nicht. Okay, tschüss!